Guten Abend alle Guten. Ich begrüße mich am Namen von der ASTM, vom Klimabündnis Lützeburg, zu diesem Diskussionsabend. Es soll heute Abend darum gehen, zu gucken, wie wir über den Finanzplatz schwätzen oder auch nicht schwätzen. Ich bin Cedric Reichel von der ASTM und würde übergehen den Diskussionen den Abend moderieren. Wollte ich sozusagen als Inspiration für den Debat verschiedene Narrative beschreiben über den Lützeburger Finanzsektor und zu den verschiedenen Narrativen pure zentrale Elemente nennen, mit denen die narrativen Finanzplatz charakterisieren. Ich will auf 3 verschiedene Narrativen eingehen an meiner Introduktion. Erstens die Geschichtsschreibung, zweitens die Medienberichterstattung über den Finanzsektor und drittens den politischen, offiziellen oder den Regierungsdiskurs oder Narrativ. Zu meinem ersten Punkt, der Historiographie, der Geschichtsschreibung, gehe ich vor allem an und speziell mich auf Texte von Benoît Majerus, den als Historiker von der Uni Lützeburg. Der Benoît Majerus hat die Geschichtsschreibung über den Finanzplatz an den Blick geholt und am Anfang festgestellt, dass am Gegensatz zu der ganz zentralen Rolle, die der Finanzplatz für als Ökonomie anhält, sie an der Geschichtsschreibung am Anfang relativ unsichtbar nach ist. Hier seht auch, dass ein weiterer wichtiger Punkt den ist, dass die Geschichtsschreibung über den Finanzplatz ganz oft am Kontext von Kommemorationen geschrieben wird, also zum Beispiel zu einem Jubiläum von einer Bank, die dann zum Anlass geholt wird für einen historischen Text. Und auch interessant als einer Analyse, Geschichte, die wird oft von Akteuren von der Finanzplatz selber geschrieben oder zumindest von denen finanziert. Dafür kann man zur Konklusion, dass Wissenschaft sich in diesem Bereich noch nicht emanzipiert hat. An verschiedenen Texten, die können den laut Benoît Majerus schon bald nicht mehr als Historiographie bezeichnen, mehr echter als Hagiografie, also als Beschreibung vom Leben von den Heiligen. Ich will da noch ein paar Beispiele zitieren, kurz für das zu verdeutlichen, die Konklusion. Ein Element, das immer an der Beschreibung von der Finanzplatz auftaucht, historisch gesehen, aber wirklich bis heute, das zieht sich durch, das ist die angeblich ganz große Fragilität von unserem Finanzplatz. Also bei Finanzplatz muss ich gut aufpassen, so was sofort. So gibt zum Beispiel an der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert Konstruktion vom EU-Marché unique, die gibt als Menace gesehen, als Bedrohung, das immer durch beobachtet, weil Tatsache, dass es EU-Institutionen halt zu Lützeburg gehen, die real Pouvoiren hatten, das hält ja dann praktisch als Regierung Handlungsfreiheit im Bereich vom Finanzsektor. 1999 wird der Stadttag eine Geschichte zur Finanzplatz rausgehen. Nicht eine Geschichte zur Finanzplatz, eine Geschichte zur Lützeburger Ökonomie insgesamt. Das Kapitel über den Finanzsektor dürfte den Direktor von der ABBL, den damaligen Direktor von der ABBL schreiben, das war der Lucien Thiel damals. Sein Text ist dann auch wenig überraschend eine Lobeshymne auf den Finanzsektor, auf die politische Stabilität zu Lützeburg, das heißt alles Zitate von ihm, auf den kosmopolitischen Charakter von Lützeburg, auf das Fangerspitzengefühl von den Politikern, Dynamik von wirtschaftlichen Akteuren, aber auch die Absence von Steuernodel, also wie ihn es nennt, an die wichtige Rolle von seinem eigenen Verein, also von der ABBL, die nannte Lucien Thiel am Anfang als Erklärung für die Entstehung und auch noch Folge von der Finanzplatz. Neben zu Lobeshymnen wie die da gehen auch ein paar mehr kritische Stimmen, zum Beispiel den Gerhard Rausch, nicht der Gilbert Rausch, der Gerhard Rausch, den hat 2015 an einer Publikation vom Stadttag Troll erfragt, die den Finanzsektor zu Lützeburg anhält, besonders wenn es den Auswirkungen, die den Sektor am Anfang hat, ob das demokratisch Funktionäre von einer Gesellschaft, die immer mehr von seiner Finanzialisierung am Anfang beherrscht wird. Andere Autoren beschäftigen sich mit der Frage, wie die Entwicklung vom Finanzsektor effektiv zurückgeführt gehen, ob Decisionen, die heute zu Lützeburg auch wirklich geholt sind.
De Michael Pauli, die seht, dat den Abschwung von der Finanzplatz am Fong net op eng voluntaristische Politik von der Lützebauer Regierung trägt fern, als die am Fong abwolt geint Stohlkrise oder geint Verlust von der Stohlindustrie man. Me für hin hat echt ein Zufallsprodukt. Den Emil Haag, den argumentiert ähnlich, hier seht, das oft behauptet ging, dass Lützeburg probiert hat, ausländische Banken durch eine extrem günstige Steuerlegislation umzuziehen. In Wirklichkeit waren nicht externe Gründe und Regeln und nicht nationale, die den Ausschlag geben für den Lützeburger Finanzplatz. Insgesamt, also denke der Konklusion von Benoît Majerus, fehlte der Historiografie und Distanz zum Sektor. Hier seht, Geschichte müsste sich am Anfang von den Banken Korseli befreien. Also sich auch nicht nur auf die ökonomische Wirtschaft oder institutionelle Geschichte beschränken, aber auch gucken, Sozialgeschichte von den Leuten, die hier schaffen zum Beispiel, oder die geografisch-urbanen Dimensionen, zum Beispiel Transformation von der Stadt Lützeburg, von den Nopisch-Gemengen, auch mal abzählen an die Analyse von dem, was der Finanzsektor am Anfang bedeutet. Den zweiten Narrativ, den ich kurz will, erwähnen will, das die Medienberichterstattung über den Finanzplatz. Hier kann ich für dich mal sagen, dass trotz einer relativ breiter Presselandschaft zu Lützeburg man dann aber einen dominanten Diskurs oder Narrativ die meiste Zeit hatten, und das ist ein echter einheitlichen und echter unkritischen Diskurs. Als Beispiel kann ich hier am Anfang sich den ersten Skandal angucken, den ersten Skandal, den in Relation mit der Lützeburger Finanzplatz, das ist der Kollaps von IOS, Investors Overseas Services. Das sieht vielleicht ein Highlight nicht, aber das war Anfang von den 1970er Jahren. Ich erinnere just kurz daran, dass am Anfang die Entwicklung oder der großen Abschwung von der Finanzplatz an den 60er und 70er Jahren am Anfang kommen, wie sich eine ganze Reihe internationale Banken, vor allem aus den USA und auch Deutschland, installiert haben. Also die Faillite von IOS, Anfang von 1970er Jahren, das war das erste Evenement, das am Anfang der Lützeburger Finanzsektor an den Fokus von der internationalen Presse gebracht hat. Und die europäischen Medien, die noch ganz sehr von einem Lützeburger Skandal geschwärzt, während zu Lützeburg selber der Skandal nie Skandal genannt ging und auch nicht selbst kritisch erfragt ging, wie das am Ausland der Fall war, weder von den Politikern noch von der Presse. An die Jahrzehnten drauf gouffnet eng Reihe Revelationen oder Skandale, durch die am Anfang Praktiken abgedeckt sind, die am Anfang also oft durch die Medien abgedeckt sind, die am Anfang so unsichtbar blieben, wäre sowohl für Zeitgenossen wie auch für die Historiker heute. Ich zähle da pur ab, das war der Bank-Herstadt-Skandal 1974, 1982 Banco Ambrosiano, Bank of Credit and Commerce International 1991, 2004 dun Clearstream, LuxLeaks 2014, Panama Papers 2016. Ich will nicht auf Details von denen Skandalen eingehen, aber just auf hier, wenn dort all die Affären am Anfang abgedeckt sind von Leuten, die von der Lützeburger finanzpolitischer Elite und auch von den traditionellen Lützeburger Medien am Anfang immer als Ausländer gesehen sind, die am Verdacht standen, für Lützeburg zu schulden. Das war am Anfang immer den Hauptnarrativ. Und nicht nur am Fall von IOS hat die Lützeburger Presse am Anfang geholfen, den Politikern und den Aufsichtsbehörden geholfen, für die Skandale so sehr wie möglich zu begrüben und auf ein Ende zu bringen. Und das zum großen Teil eben relativ konservativ und wohlwollend Berichterstattung, die Gouvrech am letzten Jahrzehnt ein bisschen abgebracht, einerseits durch die von internationalen Konsortien von Journalisten, andererseits durch die Entwicklung vom investigativen Journalismus halt zu Lützeburg. 2014 hat dann auch so ein internationales Konsortium ICIJ die sogenannte LuxLeaks veröffentlicht. Just ganz kurz als Erinnerung, das waren Dokumente, über 500 Dokumente oder Tax Rulings, die publiziert sind durch einen Whistleblower, die haben von gewissen, wie die Lützeburger Steuerverwaltung über PricewaterhouseCoopers Akkorden geschlossen hat mit multinationalen Unternehmen, die dadurch am Anfang konnten hier Steuerlast strecken auf 1%, was natürlich dann auf Kosten geht von anderen Ländern, wo die Steuern nicht bezahlt gehen. Ein paar Jahre drauf, 2021, waren dann auch Lützeburger Journalisten beteiligt und so Recherchen, und das war im Fall von OpenLux. Das Recherche basieren auf Informationen aus
2 Registeren, de Registre du Commerce et des Sociétés an de Registre des Beneficiaires, op dem man lo seit Swedisch leider kein Oxymi hun. Open Lux hat Beispiele abgedeckt von bekannte Persönlichkeiten, von Politikern, aber auch von mafiösen Strukturen, die am Anfang zu Lützeburg Societäten enregistriert hatten, für Steuern zu vermeiden, für kurz auszudrücken. Die traditionellen Lützeburger Medien, für zu gucken, wie die Medien reagiert haben, die haben reagiert, wie sie meistens reagieren, auf so Revelationen, nämlich für die ich mal ganz zurückhaltend, also das Lützeburger Wort für heute kurz zu zitieren, so im Parlament weisen die Mehrheitsparteien sowie CSV und ADR die Kritik am luxemburgischen Finanzplatz zurück. Die Lenk und die Piraten scheren aus. An diesen Ausdruck am letzten Satz, den scheren aus, die weisen am Anfang die Dichotomie, die ihn immer hört an der traditionellen Presstisch, denen am Anfang die Finanzplatz verteidigen, an denen die Finanzplatz angreifen oder zwischen denen, die eben blind sind, an denen, die davon aufweichen. Die mir kritische Medienberichterstattung, die wird dann auch oft von der finanzpolitischen Elite als Blödsinn bezeichnet. Also ein Zitat von Nicola Mackel. Nicola Mackel als Finanzbotschafter so für Lützeburg, also der CEO von Luxemburg for Finance. Hier schwätzt zum Beispiel am Kader von Open Lux von einer Mischung aus Populismus, Ignoranz und Basefülligkeit. Der Pierre Gramegna, den hat auch auf Bezug auf eben den Skandal Anfang des Jahres, wie ein Truder übergehen hat und Thierry Kobakos hat LuxLeaks am Rückblick bezeichnet als die größten Attacke auf Lützeburg im Zweiten Weltkrieg. Dabei sind wir dann auch schon bei dem letzten, beim offiziellen politischen Narrativ oder auch dem Narrativ von der finanzpolitischen Elite. Hier kennt ich wirklich stundenlang Beispiele zitieren von Jean-Claude Juncker, von Pierre Gramegna, von Luc Frieden, das manchmal nicht. Insgesamt probieren einfach zusammenzufassen, dass den offiziellen Diskurs sich am Anfang an den letzten Jahrzehnten darauf konzentriert wird, für Kritik und den Finanzplatz zurückzuweisen. Entweder hat es das gemäht, indem es die ganze Kritik als eine ungerecht und eine jalous, eine neidische Reaktion, ob alles erfolgreich und dynamisch Land bezeichnen oder auch als Ausdruck zum Beispiel von einem deutsch-französischen Hegemoniewillen, den sich dann gegen die Klangland wie Lützeburg riecht. Besonders zur Zeit von Jean-Claude Juncker, wo die Recetten von der Finanzplatz gesprudelt sind und auch konnte verdient gehen. Dementsprechend war es wirklich tabu für den Finanzplatz zu kritisieren oder auch die Regierungspolitik, die sich damit beschäftigt. 2008 ist Luxemburg for Finance entstanden, was ich gerade erwähnt habe, wo der Nicola Mackel eben CEO ist. Luxemburg for Finance als ein Public-Private Partnership, Portparole von unserem Finanzplatz, gegründet ursprünglich mit dem Ziel, für den Finanzplatz am Ausland zu promovieren, also für den Fonds ausländische Investoren auf Lützeburg zu kreieren, aber auch für die ausländische Presse Informationen über den Finanzplatz zur Verfügung zu stellen. Das war das Objektiv am Anfang. 2020 allerdings hat Luxemburg for Finance für die erste Mal eine Kampagne hier am Land lanciert. Und hat dem Motto «Als Finanzplatz, das sind wir alle». Dem Nicola Mackel nu handelt es sich dabei um eine reine Informationskampagne, die am Anfang nötig ging, weil an der Lützeburger Bevölkerung das Verständnis dafür, was Finanzplatz ist, echt gering ist. Die Kampagne die war allerdings nicht wirklich just informativ, mehr relativ emotional. Also da gibt zum Beispiel Videos von Kanner, von Leuten, also Kanner von Älteren, die auf der Finanzplatz arbeiten. Und wo da probiert ging, dass denen Kanner ob Kanner liegt, oder weiß zu erklären, was die Eltern da eigentlich machen. Wie die Kampagne vorgestellt ging, hat Nicola Mackel dem Luxemburger Wort ein Interview gehen und da wurde ihm vorgestellt, ob die Lützeburger den Finanzplatz vergessen hätten oder ob sie verdrängt hätten. Und Nicola Mackel antwortet darauf, dass die Lützeburger als einen Finanzplatz geben als Selbstverständlichkeit gesehen. Dass nicht viele Leute bedenken, dass der Finanzplatz das Motto von der ganzen Ökonomie ist und der Pilier von unserem Wohlstand. Lützeburg hat, so Nicola Mackel, ein Degré von Wohlstand erreicht, wo die Leute sich nicht mehr froh, wo ihr kommt. Und mit dieser Aussage von unserem Lützeburger Finanzbotschafter kommen wir an. Wir wünschen euch allen einen guten Debat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Merci Nadine. Guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Cedric Reichel.
Co-Koordinateur vom Klimabündnis Lützeburg für das Term. Ich werde diesen Abend animieren, ein bisschen moderieren, ein bisschen zum Auflauf vom Abend aus mal ungefähr 90 Minuten Zeit für zu diskutieren. Das auch geduld, dass das heute wirklich so eine Diskussion sind, an nicht Tour de Table, wo sozusagen ein oder anderen all froh aufhakt, mit soll durchaus ein lebendigen Debat gehen, wo ihr noch kann sich berufen, an ob reagieren, für das das sozusagen ganz lebendig und lebendig ist und auch ein bisschen unerwartet ist, dass ich weiß da nicht, was trinkt 10 froh ich 4 berät tun. Genau, ich gebe 4 Stunden, dass ich die 4 Panelists vom Abend vorstellen. Und ich gebe mir erlauben, eine echt froh, ein bisschen Tour de Table mäßig dann just für den Anfang zu machen. Und ich berufe mich dabei, ob dann vom Nadine Haas seine Introduktion mit der Kampagne von der Eisfinanzplatz. Und mein froh werdet sind und erst 4, sind da wenig wisst ihr, dass der ein Finanzplatz sitzt, der von einem Finanzplatz sitzt. Ich berufe mich auf das Chain-Plakat, was wir alle kennen von der Busheisischer, als Finanzplatz, das sind wir alle. Und dafür, Luca Rigari, der ist Journalist, der war lange Zeit bei der Vox, und 1902 Jahre bei Reporter Lou, okay, pardon, Finanzen, also Wirtschaft und Politik hauptsächlich. Und die hat bei vielen Dossiers, die Nadine Haas wieder abgezählt hat, matt geschafft. Ja, also ist sie noch Member von der ICIJ. Genau. Und ich mache mit der Twitter Panama Papers Campaign, das heißt Open Lux und all die Sachen, die ich selber matt gemacht. Und die sind Vizepräsident von der Journalistenassoziation zu Lützburg. Nee, Generalsekretär. Generalsekretär. Vizepräsident von Presserot. Vom Presserot, okay. Das also ganz viel Hits. Okay, ja, ganz ja. Viel Hits. Ja, genau. Wenn sind da wenig wissen, dass der Finanzplatz sitzt. Da plötzlich ein Finanzplatz aus. Mein Papa hat auf der Spur geschafft, ich weiß, sind da feierte Schule, ob das so machen. Dann wenn Jessie Till, Chefin zu Walfer für die Gring. Und sind da diesem Jahr deputiert für die Gring auch an der Chambre. EU ungefähr, Lune? Seit Januar. Seit Januar, ja. Genau. Sind da wenig, wisst ihr, dass der Teil von einem Finanzplatz sitzt? Das ist eine gute Frage. Ich habe Spurbags von der Spurkäse, die wir alle in der Primärschule in Vadenke geschenkt haben. Das ist schon noch seit der Primärschule. Auf meiner Linke dann den Herr Robert Schaffe. Die war hauptsächlich die letzten Jahre, die den langen Karriere haben, der ist natürlich am Finanzsektor an die Zeit pensioniert. Mit die letzten Jahre war da eben Direktor von der Bourse, von der Lützeburger Bourse sozusagen. Und natürlich auch am Conseil d'Administration von ganz vielen Assoziationen, ABBL, Alfi, Luxflag und so weiter. Das ist die ganz große Wissen vom Lützeburger Finanzsektor. Dafür bei euch sind da wenig, wisst ihr, dass der ein Teil von einem Finanzplatz sitzt? Ich denke nicht, wie es sind doch 1977, als wir da, wo ich angefangen habe, zu schaffen, auf einer Bank. Für drunten wusste ich, dass eine Bank, du hatten ein Spurbuch, ich habe für Namen Dinge, die Finanzplatz hat ja erlebt, über 45 Jahre, wie sie sich entwickelt hat. Das ist bestimmt ein Thema, auf dem wir noch zurückkommen. Ganz sicher. Dann noch zum Schluss, Dada vom Kollektiv, vom Künstlerinnenkollektiv Richtung 22. Richtung 22 als ein Künstlerinnenkollektiv, den sich 2010 gegründet hat, aus dem TNL Jugendclub heraus. Und das Interessante ist, dass da immens divers ist, auch an der Art und Weise, wer da Kunst macht, also die macht Filme, die macht Theaterstücke, die macht Happenings, also im öffentlichen Raum, die war doch schon für Gericht, du meinst. Genau, und die Welt für allem, die sieht, arbeitet doch an den öffentlichen Debat zu bereichern, ob einer da weiß, wie du einer Künstlerin, Kollektive oder Theaterin oder Kunst gemacht wird. Ist das richtig? Ja. Merci für die schöne Introduktion. Aber ja, sind da wenig, wisst ihr dann, dass der ein Teil von einem Finanzplatz sitzt?
Also ich kann doch just für mich persönlich schwätzen und nicht für das Kollektiv. Ich bin nicht zu Lützeburg geboren, ich bin mit 9 Jahren in Lützeburg gekommen und ich muss so den Finanzplatz selber spielt den nicht, aber ich spiele den aber, wenn ich das Face an das Land setzt, direkt, dass es nicht mehr um Suche geht. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise gebe ich so, seit ich zu Lützeburg bin, Hundestadt gespürt. Aber natürlich zu verstehen, was Finanzplatz wirklich ist, das ist eine Arbeit, die dauert Jahre, meine ich. Aber mittlerweile gebe ich so ja, das können den hier nicht. Da gebe ich so, dass wir ein bisschen nachgehen. Eisfinanzplatz. Ich fand das interessant als Kampagne, weil es ja auch nicht, geht ja eigentlich um den Industriesektor, um den Wirtschaftssektor. Und geht aber nicht gesagt, als Kirchbirch, die Symbol ist für den Finanzplatz, aber die Lokalisation, wir sind alle Finanzplatz, Eisfinanzplatz, auch bewusst das so zu personalisieren, dass das Eis alle betrifft, wo die Kampagne rauskommt. Was hat der damals gedauert? Was hat doch emotional mit der gemacht? Wie hat er das empfunden? Dass es behauptet, ob all Buspanno mir sie Finanzplatz? Ich meine das ganz gern. Ja. Denn an den verschiedenen Assoziationen auf der Finanzplatz haben wir öfters darüber geschwärzt gehabt, über wie ist es, oder wo könnte das hier am Anfang der Groß von den Leuten da draußen keine Ahnung hat, was wir hier machen, der Finanzplatz. Also wir gesagt, das ist kompliziert, das ist komplex, das ist untransparent, das muss ich verstehen. Und die Konklusion davon war, den Zeitpunkt, dass wir kommen, und das war ja auch noch den Leaks-Geschichten, für zu sagen, wir gehen mehr proaktiv und den Marché raus. Also das war der WEF, der uns proposiert hat. Und da kommt man eine Kampagne, wo wir uns vorstellen. Und das, was ich aber von nicht wusste, dass wie die Kampagne ausgesehen. Und ich habe es am Anfang entdeckt, wahrscheinlich wie die alle Guten noch, wie der erste Jahr wird die Videos an die Spotte gelaufen sind. Und ich habe damals fand das dann ganz interessant, Weise, wie wir am Anfang zu sagen, an der Finanzplatz stehen Leute. Auch stehen viele Leute von Hai auch. Und kann man weisen mal ein Kehr auf eine Art und Weise, die ja wieder so emotional war, aber einfach allgemein verständlich, dass, wie gesagt, die Leute haben sehen, Kompetenzen sehen, ganz verschiedener, und ich doch ein Flotter dabei fand. Darf ich auch etwas tun? Also, ich weiß nicht genau, welche Videos du genau meinst, mir schon mal da pur angeguckt. Und mir ist da auch pur am Büro angeguckt. Und das ist immer so eine Mischung von, ich weiß nicht, ob ich soll lachen oder kreischen. Meistens fand ich sie so vom künstlerischen Wert her echt peinlich. Mehr, ich respektiere aber den Wunsch, Leute zu informieren über das, was ihr möchtet. Das fand ich am Anfang ganz an der Reihe. Ja, just so, ja, über den Inhalt kann die sich halt streiten. Mehr. Also ich meine, ich fand so an dem Sinne sympathisch, weil sie eben den gewesen hat, sind ab 51.000 Leute hat zuletzt bestimmt im Finanzsektor schaffen, hat die Anker visibel gemacht, mehr effektiv war das ganz bisschen durch rosa-rote Brille geguckt hat ganz und war wirklich bon. Ich konnte mich nicht unbedingt mit denen identifizieren, mit mit der Kampagne. Mir aber auch mal eine gewisse Art und Weise aber die Aufmerksamkeit an den Finanzplatz braucht, weil effektiv wir schwatzen halt zu Lützeburg nicht so viel über das Finanzplatz und es gibt, wie auch in der Introduktion gesagt wird, ist da auch am Ausland promoviert und am Ausland gehe ich Bilder von einem Kirchbirch gewesen, sodass, wo ich auf den gegangen sind, jeder gemeint hat, Lützeburg gewesen gesehen, just wie die Kirchbirch. Voilà, aber der Teil war vielleicht ein erster Schritt für auch
heute zu Lützburg mehr überhaupt mal über das Finanzplatz zu schwatzen. Ja, ich meine, das Problem mit der ganzen Kampagne, die ich ein bisschen da habe, dass sie mehr alle gute Finanzplatz oder Finanzplatz schaffen, so auch Lützburg, aber ich meine, wir sind aber d'accord, dass die Majorität von den Leuten, die den Finanzplatz schaffen, Expats sind und nicht Lützburg. Dafür und ich hatte schon ein echtes Problem, das man davon nicht ein bisschen immer da hat, weil ja, die mich stütze bei sie aber trotzdem am Staatsdienst. Und das andere war mich so gestellt hat, war die Oberflächlichkeit. Und ich mich gefragt, wo könnte die Oberflächlichkeit hier? Weil das ist ganz einfach ein Symptom von der Finanzplatz, weil sie eben nicht transparent ist. Sie dürft ja vom Fakt nicht transparent zu sein. Und du kannst auch nicht mehr so Oberfläche produzieren. Und das hat mich dann noch, ja, hat mich schon ein paar 4 Urteile bestätigt. Ich hatte so, ja. Will er da reagieren? Oder? Ja, ich habe auf jeden Fall Dingen direkt kritisch Kommentaren an Negativelemente von der Finanzplatz. Transparenz zum Beispiel als an den allermeisten Domänen von dem, was hier auf der Finanzplatz lebt, überhaupt kein Problem. Ich gebe just ein Beispiel. Ich habe sind doch schon wieder gesagt, 77 angefangen. Ich bin direkt an die internationalen Kapitalmärkte gegangen. Das heißt, da, wo Emprunt emittiert gehen, da, wo Gesellschaften Kapital sicher gehen, für Firmen hier Aktivitäten zu finanzieren. Die Aktivität, die war damals ganz klein. Lützburg war von den nächsten Ländern, die so Kotationen hier auf der Börse gemacht hat. Und hier hat sich ein Wissen entwickelt gehabt von Juristen, von Kontablen, von Auditoren, von Bankien, die Sachen initiiert haben und auch an Investisseure verkaufen. Und an all diese Produkte da war nie irgendeine Frage von, was ist ein Bankgeheimnis, sind hier Steueravantagen drin. Das war alles, trifft überhaupt nicht auf die Aktivitäten zu. Wenn ich gucke, in Kapitalmarktaktivitäten als über ein Drittel von dem, was der Finanzplatz durchstellt. Ich kann weiterfahren, kann das Investmentfonds so, was ja der größten Teil von der Finanzplatz hat, da sind kein Steuerelement dran verwickelt. Auf alle Fall an 99,95% von den Fällen nicht. Es gibt wie immer an so Situationen, die berühmten Exzeptionen, die kommen ja auch dann notamment bei den letzten Leaks-Geschichten, die ja pur so Sachen rauskommen. Aber das ist aber marginal, und ich muss sagen, da ist zum Beispiel für einen Expert von der Finanzplatz auch etwas Neues gewesen. Und dafür ist es doch wichtig, dass er eine kritische Attitüde zu der Finanzplatz hält, aber einfach eine objektiv kritisch. Ja, absolut. Ich meine, also das mit den Steueravantagen, die nicht so gelten, also ich habe ganz viele Prospekte gelesen, auch von Luxemburg for Finance und anderen Anbietern, wo dann auch immer dann immer ob das steuerliche Umfeld zu Lützburg gewesen wird, das aber ja, ziemlich avantagös ist. Und ich meine, wir wissen auch, was LuxLeaks war, und da sind enorm viele Steuern ja, evitiert gehen, ob kannst du von anderen Ländern, ob kannst du von anderen Demokratien. Ich meine, mit der wir nie vergessen, also ein Finanzplatz auch immer einen direkten Impact hat, nicht nur ob Leben von den Menschen zu Lützburg, auch in anderen Ländern, weil wir ein internationaler Finanzplatz sind. Und also, ich meine, das kann ich aber auch nicht so durchstoßen, dass man nicht probiert, mit Steuern oder Steueravantage Leute hinzulacken. Ich gebe aber kurz etwas, was ich hören bei mir schaffe, was ich ganz interessant von tun, ist, dass der gesagt hat, dir sieht das nicht rein negativ, wenn es zu so Leaks kommt oder wenn du Investigationen gemacht wird, wenn Recherche gemacht wird. Du höre ich aber eigentlich heraus, dass der durchaus der Meinung sieht, dass ein Finanzplatz auch profitiert davon, aber Leute kritische Blick drauf haben. Wie reagiert der dann, wenn der eben hört, beim RTL Backgrounds, wo Pierre Gramegna als Finanzminister abgehalten hat, hat er ja sein Interview gekriegt, wie Jitverein da beim RTL Backgrounds, und dort hat er gesagt, dass LuxLeaks die größten Attack auf Lützeburg war sind am Zweiten Weltkrieg. Der Vergleich zwischen einer journalistischen Recherche mit militärischer Gewalt. Was möchte man da?
Ich meine, das nicht mir für den früheren Minister zu kommentieren, die wegen aus so die gemerkt hat, in gewissem Moment. Das war ich mengen, dass das ein Finanzplatz als notamment so wie mir so hun, wir sind keine Insel. Wir sind also Teil von einem Gesamtfinanzsystem, das weltweit operiert. Das ist nicht immer an den Finanzplätzen der Fall. Wir haben ein ganz groß international, einfach weil das Land ja auch so klein ist, also man dafür für die lokalen Aktivitäten die Finanzplätze so nicht breiten. Dass da gewisse Sachen zusammenkommen in einem gewissen Moment, dass da Strukturen, dass da Montage gemerkt in einem gewissen Moment, den alles am Kader von ich gehe davon heraus, pure legalen Konsiderationen oder an einem legalen Kader gemerkt gehen. Das ist eng sehr, wir müssen auch gucken, die Reglementationen evaluieren und froh als am Anfang, das was legal ist, wollen das auch so weiter treiben, weil eben evaluiert ganz klar, dat wat am Anfang nicht nur legal möglich ist, mit dat wat am Anfang ist doch vertretbar als auf einer allgemeiner Basis. Und dafür Kritik als ganz sicher erwünscht, auch kritisch wühlen darunter. Wir lernen dabei, und wir sehen, dass die am allerbesten all die Reglementationen, die wir heute tun, an die nachkommen werden, evaluieren ja nur, weil immer eine permanente Analyse gemerkt wird, über das, was das gelaufen, haben wir den Zweck erfüllt, gehen nicht Lächer da dran nach, wie fahren wir weiter? An die Dynamik muss erhalten bleiben. An Finanzplatz muss an dem Sinn auch mit evaluieren. Akzeptieren wir dann überhaupt die Terminologie, dass mehr ein Finanzplatz sind? Ist das dann überhaupt richtig? Und ich mich gefreut, weil ich kann mich erinnern, wo ich an Ausland gegangen bin, 24 Jahre ungefähr, da haben ganz viele Leute im Ausland gesagt, wenn irgendwie gesagt hat, ja, Luxemburg, Reich, Banken und so weiter, Bankgeheimnis, dann immens pikiert. Wir wollten im Moment nicht mehr ein Bankplatz sind. Wir haben gesagt, nehmen Sie viel mehr. Und da finde ich mich so gewundert für die Kampagne von Luxemburg for Finance Commerce, weil wir so auf das stolz sind, was wir immens lang eigentlich immer näher tun. So als mehr zumindest vorkommt, dass wir durchaus immer wollten am Ausland, nehmen sie mehr, wir haben mehr zu bieten wie nehmen Finanzindustrie. Den Changement von Narrativ, wie der die vielleicht empfand. Zum Beispiel. Die Beobachtung überhaupt so gemacht, dass sie nicht immer stolz auf Finanzplatz war, aber sollen das sehen. Das ist effektiv so, dass der Reich bei den Herren am Ausland, wenn ihr seht, ich komme von Lützenburg, yes, Banks oder so, das ist halt den Image, den wir dabei haben. Den also so. Weil die muss so dass etwa ein Drittel von unseren Ressourcen kommen aus dem Finanzsektor. Das heißt, an einer gewissen Art und Weise sind wir für den Finanzsektor unabhängig. Pardon. Sind wir unabhängig von dem Finanzsektor. Und hat eine gewisse Rolle für uns als Staat. Wir werden als Lützenburg halt nicht da, wo wir sind, ohne diesen Finanzsektor. Ob so gut ist wie nas, das ist eine andere Frage. Ob man soll changieren, das ist auch eine andere Frage. Das ist eine Realität. Als Lützenburg wären wir nicht heute, wo wir sind, ohne den Finanzsektor. Wir sind als Lützenburg mehr wie just der Finanzsektor. Ja, ich fand ganz spannend, weil effektiv fand ich am Anfang gut, wenn die Lützenburger sich für hier Finanzplatz schummeln. Wenn von den Ausländern gesagt kriegt, die sind ein Steuerparadies, fand ich das nicht schlecht, dass das unangenehm ist zu hören. Ich fand, das ist eine gute Konsequenz davon. Ich fand aber auch, ich wollte noch ein bisschen darauf zurückkommen, weil dir für gesagt, das Fall von Steuerhinterziehung an Intransparenz Exzeptionen sind, das fand ich falsch, das zu sagen, weil ich meine, dass das effektiv von den Grundprinzipien ist, den du so gefordert hast, dass die Finanzplätze so groß gehen, wie sie du hast. Auch wenn ich kein Experte dafür bin, vielleicht kann den Luc Carigari das noch besser erklären.
ja, also ich fand am Anfang besser, sich dafür zu schummeln, wie zu probieren oder stolz zu sein, je nachdem, ob ihn das vertretbar findet oder nicht, mehr Konsequenzen von der Finanzplatz sind noch nicht für alle Menschen gut. Wie ist du für Druscher so? Also, ja, meiner Meinung nach ist das nicht falsch. Weil ich auch noch so wollte, wenn ich am Ausland probieren zu erklären, wie Lützburg funktioniert, so nicht effektiv, ja, ich meine, das ist wirklich ein Steuerparadies. Probieren nicht, das was zu erklären. Und ich meine, das kann ich noch machen, kann ich noch zugehen. Ja, also ich meine, also vielleicht ob alle echt froh zurückzukommen, dass wir schon angefallen sind, wie ich gemerkt habe, dass wir im Finanzplatz sind, das war auf der Plage, auf der Adria. Ich bin also 7, 8 Jahre. Und mein Papa hat das gesagt, egal was der andere kann erzählst, du auf keinen Fall, dass ich meine Bank zu beschaffen. Und du hast also auf den Nerv gegangen. Dann habe ich kein Glas gekriegt oder ich weiß nicht, was geschieht. Das und ich habe einen deutschen Freund auf der Plage gezählt. Die Stunde schlagen. Die Schlunge schlagen bei Eis und Dinge wie hier Karte oder hier Visitekarte, sondern los für so, ja, wie kann ich das da machen, für mich Suchen, du Blitze durchzubringen, das Steueramt, du weißt, Deutschland, oh la la. Das war die Echtkeit, wo ich das gemerkt habe. Und unter dem wird mich am Finanzpreis echt also interessiert oder fasziniert, weil da war ein, ich stelle nicht nehmen als negativ empfunden, ganz ehrlich gesagt. Also die ganze Finanzpreis als selbst ganz Schlechtes zu beschreiben, meine ich, das auch falsch als Attitüde, weil sonst gemeldet man fertig. Ich meine, das Problem ist leider ein bisschen mehr von der Natur von Lützeburg, weil Lützeburg nie das fertig ist, weil der gute Portfolio-Manager von einer Holding machen, nämlich diversifizieren, so weit diversifizieren, dass du für keine Ressource total aufhängig ist. Viel darunter arbeitet, das ist eben Finanzplatz an den Schmengen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, wo man Finanzplatz mehr klein kriegen und probieren trotzdem noch das ein ähnliches Niveau zu halten. Du gehst eine ganz andere Diskussion heran, dass also ein Gesellschaftsmodell, ob Wurst abgebaut oder nicht. Wie du die Pandoras Box, was man eigentlich schaut, nur und so. Voilà, ich meine, dann ist da ein bisschen das Problem. Ich meine, die Finanzplatz aus zu Lützeburg, du musst dich auch bewusst sein, der ist extrem breit aufgestellt. Das ist eigentlich von den so anderen Offshore-Finanzplätzen im Vergleich wie BVI, also British Virgin Islands, Anguilla, St. Nevis und Kitts Newey oder so weiter und so fort. Und ça tient pas la route, weil die Leute profitieren von 1 oder 2 oder höchstens 3 Nischen, für die massiv zu abisieren und daraus hier Ressourcen zu ziehen. Die Lützburger Finanzplatz aus wie den, und ich weiß, gewisse Leute in diesem Rahmen hören den Namen nicht gern, Gabriel Zuckmann, c'est un couteau suisse. Wir sind eine Schweizer Taschenmesser und nicht der Finanzplatz. Voilà. Ich würde gerne hier weitermachen, das ist ein interessanter Punkt, weil ich einen Artikel von Delano, also vom Gruppe Maison Modern, wo sie eben ein Interview geführt haben mit dem CEO von Sequoia, den eben einen Sitz zu London und zu Lützeburg. Und er vergleicht die 2 Finanzzentren und sieht, Lützeburg ist kein Finanzplatz, London ist ein Finanzplatz, und Lützeburg wäre eben ein Financial Product Assembly Plant. Also spezialisiert. Dafür, wenn ich will, mehr verstehen, was genau ist der Finanzsektor zu Lützeburg? Was möchte denn aus? Weil wir sind kein Bankenplatz mehr, wir sind auf andere Sachen auf so spezialisiert. Was genau möchte sie dann aus? Geht er hier überhaupt recht, dass Lützeburg im Vergleich mit London kein Finanzplatz ist? Ich meine, kann ich weiß von Gründen soll du fenken du den Lützeburg mit Londons vergleichen also überhaupt schon mal vor 4 Jahren wurde überhaupt gewährt, weil ça tient pas debout. London als eng weltweit die zweite größte Finanzplatz und nicht sogar die erste neben New York und wir sind nie wie in der lograte Lieder ist also egal. An dem Sinn als London als meileweit für Lützeburg. Und muss ich gucken, dann, da kann man so denken, was das dann ein Finanzplatz? Mir hat nicht alle gute Sinn, aber was ist es dann? Ein Finanzplatz ist für mich ein Ökosystem von Kompetenzen, die aus dem Finanzsektor, also aus dem finanziellen Domain,
aus dem legalen, legalistischen, kontablen, administrativen Domäne kommen. Wir haben eine Assemblage von professionellen Kompetenzen, die uns erlauben, eine ganze Reihe Prestationen zu liefern für international Operateuren. Das können Asset Manager sind, die Fonds ablehnen, das können Investoren sein, die Fonds souveräne gerieren. Das kann ganz viele Sachen sein, oder wie ich wieder gesagt habe, Gesellschaften, die einfach nur Geld lehnen an internationale Kapitalmärkte. Aber für alles das zu machen, die Operationen, brauchst du eine ganze Serie von Kompetenzen. Und die haben wir hier aufgebaut. Und wenn ich da par rapport zu London gucke, ich gucke einfach mal die Fondsindustrie. Die Fondsindustrie hat sich ja heute developiert, 1987, wie Lützeburg viel mehr rapid war, wie der Tauders für EU-Direktiven umzusetzen. Wir waren die allerersten, die das gemacht haben, aber wir waren en plus präpariert darüber, wir nicht auf Direktiv gewährt, sondern dass wir drüber geschafft haben, für den Tag, wo hier an der Chambre das Gesetz gestimmt ging, dass die Direktiv umgesetzt ging, also nationales Recht, dass man konnte Last führen. Und wir waren die Ersten, die am Anfang das konnten machen. Wir sind heute, wenn ihr das guckt, wir haben Montage gemacht, wir machen die Administration davon, wir machen den Vertrieb von Investmentfonds an der Zwischenzeit an 80 Länder weltweit, sind es Lützeburger Fonds, die vertrieben gehen. Und das andere wäre, wir haben die Usine aufgebaut, die wunderbar funktioniert. Die Decisionen holen, wer investiert wird zum Beispiel an den 5 Trilliarden, die wir hier von Aktiven haben, die sitzen nicht zu Lützeburg, die sind zu New York, die sind zu Tokio, die sitzen zu London, die sitzen so irgendwo. Dafür an dem Sinn haben wir hier effektiv, wenn der Nicolas Bück sagt, wir hätten hier eine Usine d'Assemblage, das ist genau das, was wir machen. Und das machen wir gut. Wir sind am Anfang, schon viel gesagt gehabt, an einem einzelnen Gespräch, wir sind hier am Anfang der Mittel- und der Backoffice von ganz vielen Aktivitäten, mit dem Frontoffice ganz oft also hier nicht. Dasselbe ist auch, wo für den Domain, den ich vorhin erklärt habe, den ich ganz gut kenne, weil ich jahrzehntelang gemacht habe, international Kapitalmärkte, auch da die großen Investmentbanken, die jetzt so haben da dran, die sitzen nicht zu Lützeburg, das wissen wir. Wir haben aber eine ganze Reihe Ingredienten zu liefern, die wir ganz professionell machen, und die effektiv ein Teil von einem Ganzen dann ist, den Hanno dann eben ein Produkt an den Markt bringt, die kann an Investisseure vertrieben gehen. Ich gebe noch gerne zurückkommen auf das Bild von der Finanzplatz, das ganz anders. Weil, was mir aber auffällt, gestern wird auf RTL ein Artikel liefert von der Riverbank, wo der Sozialplan geht. Und die Riverbank, die sitzt am Boulevard Royal. Aber was mich RTL, sie machen aber ein Bild, was wir alle gut kennen, weil doch 100 mehr aus, es gibt natürlich die Kirchbirch gewesen. Also praktisch immer die Heichtürme, die Symbol sind von der Finanzplatz. Die sieht Chefin zu Wolfer. Wenn ihr da beim Rundbrüch steht, da gesagt den Heichtürme praktisch. Wie weit ist die Finanzplatz eher nur wirklich reduziert durch die Kirchbirch? Oder wie spielt denn das eigentlich auch schon am Speckgürtel von der Stadt? Ich meine, dass vielleicht Finanzplatz am Kirchbirch in Verbindung gebracht wird, weil darum der Bau so vermarktet gehen ist. Aber weil irgendwie klassischerweise die großen Finanzplätze, London, New York, die stellen wir die sind mit Heichhäusern. Und du willst assoziieren wir wahrscheinlich auch die Journalisten, die den Artikel dort zusammengestellt haben, Bank direkt mit Kirchbirch und du willst die Foto ausgewählt. Die andere Frage zu Wolfer, ja, wir sind Heichhäuser. Inwiefern aber da du als die Wolfer impactiert, wie du nicht? Die Frage stellt sich ja, die hat wieder gesagt, dass nicht jeder von der Finanzplatz profitiert. Ich stelle mir zum Beispiel vor, eine Gemeinde wie Wolfer, wie spürt sie, dass sie ganz nah ist und den Plätzen, wo, ich meine, sie auch suchen auf der Finanzplatz, du gehst gut Salär bezahlt, aber wie weit merkt der das, dass der ganz nah sitzt, wo eben die Finanzindustrie ist? Ich meine, Finanzplatz sind nicht nur Leute, die auf der Finanzplatz arbeiten, aber das ist ja auch die ganz
da alles was du Aktivitäten, die du konnektiert sind, wie zum Beispiel auch den Horeca-Sektor, den aber davon profitiert, dass mehr Leute du schaffen im Kirchberg und du durch eine Restauration kann sehen, weil auch Arbeitsplätze so schafft, die du nicht direkt aus mit der Finanzplatz zu denen haben. Du willst vielleicht auch echt, denke ich mal, dass das auch vielleicht, du willst das als Finanzplatz, weil auch Leute, die nicht an der Finanzplatz schaffen, aber irgendwo indirekt davon auch profitieren, indem das hier Arbeitsplatz kreiert ist. Wie das aus der Waffe impactiert, ich kann mir gut vorstellen, dass schon ein ganz viele Leute, die zur Waffe wohnen, die schaffen im Kirchberg. Wir sind mit einem Zug, den direkt die Stau bleibt beim Funikulär, da sind wirklich immer schnell im Kirchberg vorbei ist. Wir merken da zur Waffe schon, dass man extrem viel nicht Lützebäuer bei uns gefunden haben. Ich meine, es sind über 50% zur Waffe, die nicht Lützebäuer sind. Ich meine, das aber auch ganz viel auch bei den europäischen Institutionen schaffen. Ich meine nicht, dass das just den Finanzsektor ist. Wir merken nicht bei uns, an der Schule zum Beispiel, als 42% von unseren Schulkindern, die müssten bei uns an Primärschule gehen, gehen nicht bei uns an die Primärschule. Das heißt, die gehen an eine International School, an eine Europaschule. Einerseits kann ich so gut für uns, muss man eine Schule bauen, aber andererseits geht aber dem Dorf an der Gemeinde extrem viel Kohäsion verloren. Dass man merken, dass auch Kanner, die gehen echt von Morgen 7 bis over 7 an Schule, wie das mit das Heim gehen. Dadurch lernen ganz viele Kanner an der Gemeinde sich nicht mehr kennen. Sie so gut jeweils an den Sportclub hernisch, dass sie so gut jeweils Equipe machen, Lützeburg Kanner, an die Lützeburg schwatzen. Das heißt, du hast wirklich, sie haben am Gang wirklich wissen, wie die Parallelgesellschaften da abzubauen, die sind de facto do und ich meine nicht, dass das gut ist für die Gemeinde, aber ich meine nicht, dass das rein, also das nicht der Finanzplatz hier schuld, ich meine, das hängt mit ganz vielen anderen Kriterien noch zusammen, aber das aber ab, das wird man aber auch schon merken, dass einfach die Internationalität schon hier einen Impact hat auf Zusammenleben an der Gemeinde. Luca, wie sieht der das? Ja, ich meine, die Kirchbüch gesagt aber besser aus wie Briefkirchen zu Weißwambusch. Ne? Also, nee, dass die einzige Platz, das ich wusste, Heichhäuser 5, weil die nur etwas ausgesagt haben. Obwohl, weil ich da aber muss so, dass von denen wo schon tonneweise Seite gesehen von irgendwelchen Privatbanken oder Fonds, die dann Bad Lützeburg Reklame machen und das nicht nimmen die Kirchberg am Hintergrund, das auch oft einfach Dreck an Spurkäse, wo auch viele Leute mengen, die mich gefragt haben, wohnt der Grand Duc da dran? Nee. Voilà, nee, ich meine, wie gesagt, also für mich ist einfach die einzige Passung, wo man Heichhäuser hier am Ding Hunde, also im Ballwald. Du kannst ein Foto vom Ballwald draufsetzen, dann mein Leute geben einen Unterschied auch nicht so direkt gesehen. Also, das ist, ich hänge nicht so im Kirchberg. Für vielleicht wird es so noch die Wahl von Gemengen oder Gemengen im Allgemeinen, wie sie profitieren, direkt oder indirekt vom Finanzsektor, weil effektiv das ja nicht nur der Sektor, die all kollateral Environnement da. Ich habe das nur geguckt gehabt, weil ich war alle wie überrascht, die erzählen, 76% von der Körperschaftssteuer zu Lützeburg wird vom Finanzsektor bezahlt. 70% von der Gewerbesteuer geht auch vom Finanzsektor bezahlt. Und das sind ja Summen, die auch finalement dann umverteilt gehen und Gemengen. Ne? Das ist gut, dass er Zahlen nennt, weil wenn es auf die Seite von Luxemburg for Finance geht, dann merkt ihr, dass das Argument für den Finanzplatz sind Zahlen. Es geht die ganze Zeit mit Zahlen, mit massiven Zahlen, geht bombardiert, geht gesagt, hey, so viele Milliarden, 750 Milliarden, hey, so viele Arbeitsplätze, nein, geht nicht mehr argumentiert durch Gereist, praktisch durch Massivität. Die Zahlen gehen auch nicht unbedingt justifiziert und dekliniert. Das ist auch eine Behauptung zu sagen, es gibt so viele Arbeitsplätze geschafft, weitere Arbeitsplätze sind es. Und wenn aber zum Beispiel eine Gemeinde wie Walfer unbezahlbar wird für Leute, die nicht direkt mit der Finanzplatz zu denen haben, und dadurch geht ja den Druck zum Beispiel im Logement extrem hoch. Ich meine, Walfer kann gut nicht wussten, weil ich weiß, du geht nach kleinen Terra, den am Überschwemmungsgebiet ist, an den, das ist nicht ganz falsch informiert, dass eigentlich nicht so gebaut wird. Ja, das ist intern, ja. Nee, was du mal am Gang immens zu wissen. Wir haben noch
Bon, abs war doch de Parklogement 2.0 brechtet, das Promoteur bei einer Wasch sind ganz schnell PHPieren für Stichdatum vom Start vom Parklogement 2.0 ragerecht hun. Du mir aufgesehen von dem engen Terra, du du aber für paar 1000 Leute aber Göttelo noch gebaut. Also in Vanenker kommen wir schon in als Grenzen, Wolf aus Flaschenmäßig, ein von den kleinsten Gemengen hier im Land. Wir haben eine Bevölkerung von über 8000 Leuten, das heißt, wir sind schon ziemlich dense par rapport zu dem Territoire, in dem wir haben, weil wir nicht ganz viel Busch haben. Wenn man in die Karte guckt, sieht man, dass die Gemeinde Stesel so ein Arm immer rundherum mischt und die Stadt Lützeburg touchiert. Das ist historisch bedingt, weil die zwei Gemeinden tatsächlich ein Gemeinde waren und in Wolfer, wo wir als Independance wollten, heute steht es die gehen, wir müssen aber als Busch auch hinlassen. Das heißt, weil ja früher war am Busch der Reichtum und nicht auf die Finanzen. Das ist eine wunderbare Überleitung, weil der Busch, früher der Reichtum, die hat schon auch gesagt, an 70 Jahren war ein bisschen anders, nämlich eigentlich schon die Heichtürmen, sie haben gesagt, durch die Heichtürme. Dafür auch die Heichtürme, was ist in das Jahr ist nicht ganz melancholisch gehen, weil ich sie natürlich auf Bellwald Heichtürme besichtigt gegangen und ich gemerkt, dass ich sie nie in Betrieb gesehen habe. Und das war eigentlich ein bisschen so ein Koloss, den ich besichtigt und ich nicht verstanden, was dem geschieht ist, weil ich auch kein Ingenieur bin. Und genauso stelle ich mal eigentlich vor, ich gesehen die riesen Heichtürme Kirchspiel und auch so an der Stadt. Und was geschieht eigentlich spannend dran? Das ist wie Geheimnis für mich. Und wenn du, ja, was bedeutet eigentlich nicht zu wissen, was du genau gemerkt hast? Ja, also wenn dann Heichtürme gucken geht, du siehst da etwas. Wenn dann eine Bank besichtigt geht, du siehst da gar nichts. Was will doch du gesehen noch? Das ist ein bisschen da, wo das ganze Problem auch mit der Finanzplatz ist. Das ist ganz schwer für den normalen Bürger, wenn ich mal so darf sagen, sich vorzustellen, was ist das? Es geht mal Suchen, als du findest schon etwas Douteuses und das geht immer assoziiert mit reichen Leuten, mit den Dicken, wie sie schön heißt. Aber das ist enorm schwierig für einen am Anfang zu erklären, was dann da gemerkt wird. Und ich habe gesehen, ob der Buchs typischerweise, wenn es in andere Länder geht, und ich werde viel besichern, da geht ein Buchs gucken. Hier in Lützeburger Buchs, durchs nicht zu gucken. Und, das hat ein bisschen geändert, wie wir geplündert sind an das neue Gebäude, wo ein bisschen etwas durchstellt. Und nicht mehr am Passage da mit in der Stadt, wo kein Mensch wusste, was da drinnen gelaufen ist. Und da war auch nichts zu gucken. Und wie wir da geplündert sind, haben wir am Anfang der Rez-de-Chaussee, für die schon mal ein bisschen gucken waren, ich invitiere dich, aber geht ruhig ein bisschen gucken. Das ist ganz flott, mit das eine einzige Show, die da innen am Rez-de-Chaussee aufgebaut ist, weil es am Anfang nichts zu gesieget. Typischerweise in einer Buchs gibt es nach einem Handelssaal gesehen, also die hast du das Foto von New York gesehen oder oben so in den Nachrichten auf der deutschen Television gesagt, dann noch nach Frankfurt. Das ist alles fake, weil das gibt es wieder mal nicht mehr. Ich kann dir nicht vorstellen, dass die Leute, die da unten an den Kreisen sitzen, Transaktionen machen. Transaktionen, die von den Computern gemacht an Mikrosekunden. Dafür die Finanzwelt und die Finanztransaktionen für die durchzustellen, das ist nicht ganz einfach und da müssen sich effektiv mal eine Zeit holen, für dann zu verstehen, wer das und dafür, ob es Großtürme sind oder Großhalle sind, weil in der Zwischenzeit, die das ja auch gesehen, viele Banken sind vom Kirchspiel fortgegangen, weil sie zu teuer gehen. Und für andere Dinge können die nicht wieder hin. Das ist ein anderes Problem, das wir ja haben. Aber den ganzen Wurstum dann auch, und das ist ein bisschen liiert mit dem, was Logat gesagt hat, oder was die auch Ruschwärts mit den Kollateral steht, profitiert jeder davon, bringt viel mehr Trafik mit sich. Die 65.000 Leute, die hier arbeiten, da kommen da garantiert 50.000, die was Grenze da. Ne? Ja, das visiert allerdings ein anderes Problem, was ein typisch Lützeburger Problem ist, das als Besoin für Croissance zu generieren. Typischerweise an der Zeit war 4,5% pro Jahr, für das man als Sozialsystem und alles, das wir Errungenschaften nennen oder Arkien, dass wir die können halten.
Und das do, wo es auch hapert. Und wenn ich dann ein Jahr machen zu dem, was gestern Haut publiziert ist, was von TNS Ilres, was Zürche von den Lützeburger sind und so weiter, so ganz gut verstehen, was Zürche sind, was Probleme sind. Wenn dann aber zur Konklusion geht, da will aber jeder das behalten, was er hat, an für Dingen nicht an seinem Komportement ändern. Ich habe ein bisschen graff resümiert, das ist auch das. Und das ist da, wo man von gefangen sind, noch an dem, was auch das Finanzzentrum belangt, was machen wir nicht in Zukunft, weil wir brauchen Croissance für uns alle Gute. Ihr wollt darauf reagieren. Ja, auf Croissance reagieren ich gerne. Ich schon mal viel geholt, haut nicht zu viel zu pauschalisieren. Ich meine, ich werde das aber nicht packen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich finde ganz interessant fand, was du für sagst zu den Zahlen, weil effektiv sind Zahlen oft Argumente. Mit Zahlen sind aber auch eins, du kannst noch als Gegenargument gucken oder ich gucke dir mal über Zahlen wasch. Ich weiß wirklich nicht, wie ich anfangen soll. Also, das erste, was mir angefallen ist, mal zu evaluieren, ob das wirklich so ist, dass ihr nicht findet, wenn ihr an die Häuser gucken geht, oder ob das nicht vielleicht interessant wäre, wenn ihr an einem Conseil d'Administration von irgendeinem Finanzgruppe mal null ausgeht, was die für Decisionen treffen. Ich meine, dass da aber ganz viele interessante Sachen geschehen. Ich meine nicht, dass es da nicht zu erklären gibt, weil es zu komplex ist. Ich meine, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch zu probieren, komplexe Sachen zu beschwätzen. Und ich meine, dass es halt auch viel um die Leute geht, die keinen Zugriff haben auf den Finanzsektor. Also, dass es darum geht, wie sind die Leute, die die Suche generieren, mit denen du noch mehr Suche gemacht gehen. Aber wie sind die Leute, die daran leiden, dass der ganze Finanzsektor alles mit Diamond und alles an die Blut treibt und dass der Finanzsektor vom Index Logone zu schwätzen einfach dazu beiträgt, dass die Reichen immer mehr reich gehen und die Armen immer mehr arm. Das sind so Fragen, wo ich mal stellen. Ich weiß, dass das ganz pauschalisiert ist. Dessen sind nicht mehr bewusst. Ich meine, das ist aber auch wichtig, klare Punkte zu machen, für klar weiterzukommen. Und ich habe noch andere Sachen zu tun, dazu nicht noch, weil ich will nicht zu lang schwatzen. Lucarigari, ja. Bei dem, was ich drin hören habe, als mehr an den Gedanke kommen, den Unterschied zwischen den Heisch-Irwen und Heisch-Schirm ist, bei den Heisch-Irwen hat den Dreckofen rausgesehen und dass nur schlecht Luft gehen, aber den Heisch-Schirm gesei den Konsequenzen gar nicht von dem, was du gemacht hast. Das stimmt. Das ist natürlich noch mehr pauschalisierender, mehr populistischer Moment, mit denen erlauben ich dem wird aber wieder spatzen, auch vielleicht mal zuhören. Ich finde es nicht genau am Kopf, aber sind Jahren, wo es zuletzt so Indexe wie den Gini-Index, mit dem die sozialen Inegalitäten kommen, das Risiko und damit zu fallen, geht immer wie groß und da muss ich gucken, für wen geht wie groß. Das ist bestimmt nicht von den Leuten, die auf der Finanzplatz schaffen. Ich meine, das ist just meine persönliche Theorie. Wir leben halt nicht unbedingt in einer Klassengesellschaft, sondern in einer Kastengesellschaft und gehen einfach für Kasten. Das sind Lützebäuer, die einen großen Teil, ich weiß, das ist ein Klischee, mir stimmt, zum größten Teil für die Stadt schaffen oder Parastadt schaffen. Da gehen nicht die Einzuchtausländer, das sind DAX-Pads, und da gehen die anderen Zuchtausländer, das sind die ausländischen Residungen, das sind die reichen Ausländer, die armen Ausländer, und da geht noch die allerschlimmsten, das sind Frontalien, Leitfirsch. Und ich meine, das ist das größte Problem zu Lützburg, als eben von unserer Gesellschaft, dass eben dass just die Echtkastwerte geht. Und auch just die Politik gemacht wird für die Echtkast. Ich will auch als Thema holen, ich Jean Asselborn, der für kurzem auch in einem Background der BRTL ein bisschen aufmüpfig gehen, dass wir, wenn der Finanzpreis kritisiert, gehen, dass er gesagt hat, ja, was soll ich das machen? Soll ich das da aufschaffen? Da kann man einen Sozialstaat aufschaffen. Ich meine, also wie ein Kollege von mir gesagt hat, der das sozialistische Politik, sie so ein okay zur Finanzpassung, solange Sozialisten die Zuhe können verdienen. Das ist Journalistenwitz, Sarkasmus. Das ist aber auch nicht ganz falsch. Nee, ich meine, das Problem ist, dass es muss bewusst gehen, wenn man Finanzpassung generell mal gucken, dass sie auch ein Motor d'Inegalität ist, dass sie auch Inegalitäten herstellt, so dass sie das Logement mal dann Blut treibt, von Lo direktiv anschalken, wo dann all die Briefkirchen aber irgendwie brauchen, denen sein ob und so machen geht.
weil sonst die EU nämlich frommer das heißt, also ich karikaturisiere ein bisschen. Das hat so aus, da kommen nach mir da plötzlich mit die wetten den Wohnungspreis zu das mal Mann und Blut treiben und dann auch Finanzpreis für ziemlich viel am Logement zu denen die auch Finanzprodukte die am Ausland ganz bewusst verkauft gehen und ich habe leicht vor Prospekte gelesen wo gesagt Kinder hey guck kommt investiert an eine Société und Kommandit spezial zu Lützeburg nimme 4 Dealer CSSF very business friendly der ja Rondit als garantiert Preis explodieren sie wat net ophalen explodieren kommt investiert an Häuser zu Stänge fort und das war ein internationaler Funk den international gehandelt wird an dem Sinn dreht dann auch dazu bei dat et lewe für die Leute die eben nicht zur echt oder zweiter Kast gehören immer mehr schwerer geht an ich meine das muss man als bewusst sinn wo man der Finanzplatz umgehen und du wenn du nicht eben noch gar mehr sind nee sind nicht all gute Finanzplatz wenn man nicht all gut den Weltfinanzplatz produziert Gewinner auch Verlierer und du wenn kann man nicht all gute Finanzplatz sind ich mein, du musst der reagieren nicht unbedingt da gebe ich effektiv aber gerne weiter vor und erstellen weil die kritisiert Finanzplatz aber gleichzeitig sieht der eigentlich auch aktiv mit der Finanzplatz, weil der unheimlich viel journalistisch damit beschäftigt. Und da freue ich mich natürlich, was genau als Ziel, weil der eine Motivation haben drunter, an den Willen, etwas damit zu erreichen. Wen sieht er praktisch an die Form von Journalismus gegangen, an der Lo Expert sieht, die letzten Jahre, was für eine Motivation macht er das? Das war ein Streit an der Redaktion, den da wo LuxLeaks rauskommen ist und ich mich meinem Kollege gestritten, mit Raymond Klein, weil die wollte das nicht an ein Blatt und dann habe ich ihm gesagt, nee, wir sind keine Schülerzeitung mehr, schreibe oder hab's drüber. Ich hatte gerne, du musst mal Platz für dran zu setzen. Und ich gesagt, okay, aber unter deiner Bedingung, das ist nur dein Problem. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist es nur mein Problem und du sind ich, habe ich mich angemeldet für alle LuxLeaks-Prozesse und ich möchte auch mit Leute ugefreund unter anderem Antoine Deltour, Edouard Perrin. Das war dann der Weg für an ICIJ. Das hat zwar ein paar Jahre gedauert, weil ICIJ war auch, ich meine, für ein Eco zu gehen, was Nadine für nur gesagt hat, mit der Lützeburger Presse, die hatten effektive Probleme mit der Lützeburger Presse. Sie hatten auch gerne Lützeburger Journalisten mal du Bucht gehandelt, bis UK Fund, wo sie gesagt haben, die verteidigen alle guten Finanzplatz, die sehen alle gut, dass wir kennen, wo den richtig kritisch aus. Und so nur ein ziemlich langer Vetting-Prozess habe ich dann irgendwann ein Telefon gekriegt aus Washington und gesagt, ja, also wir hatten, ich glaube, dann nächster Panama Papers Geschichte mit dabei und so sind ich da los, aber sicher an die Welt raufgeglitten und mich oder rangeglitten und schon eben auch mit viel Austausch mit Kollegen, die international Koryphäe sind und den einen oder anderen Pulitzer haben ausgetauscht und voilà, ich gebe so einen super Expert für den Finanzplatz, aber ich meine, ich beschäftige mich gerne und ich fand es ganz spannend. Dann von Finanzplatz eigentlich das nicht mehr so Kinder schreiben schon über Kultur. Also ja, das ist okay. Als da eine Überlegung, Finanzplatz und Kultur. Ja. Gibt es eine Relation oder gibt es eigentlich keine? Natürlich gibt es eine Relation, also schon mal auch heute am Zug, wie ich hin an NRW war, überlegt, okay, so, auf welchem Sinn beeinflusst Finanzplatz Kultur, auf welchem Sinn beeinflusst Kultur Finanzplatz, also was für mich klar ist, dass den direkten Einfluss von der Finanzplatz auf Kultur könnte hauptsächlich von privaten Sponsoren für große Institutionen, was natürlich dazu führt, dass die Institutionen komplett abhängig von diesen Sponsoren sind und dadurch nichts Kritisches über die Sponsoren an allgemein, was die machen, so können. Die ist das eine Art Maulkorb am Sinn, dass sie ihnen hilft, Kultur zu produzieren, mir aber auch ein bisschen viel, das was für Kultur du produziert wird. Auf eine andere Art und Weise fand ich es ganz interessant, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusst, mir Kultur steht als Staatsziel an der Verfassung, seit der Verfassungsreform, weil wir das angefragt hatten.
Suen stehen aber nicht als Staatsziel an der Verfassung. Und das fand ich ganz spannend, weil die Realität gesagt für mich echt dann im Gegenteil aus. Kultur geht nicht als Ziel aus sich verfolgt. Mir merkt ihr noch ganz viel an der Gemeindepolitik, dass Kultur als Mittel zum Zweck benutzt wird, für besser auszusehen, für etwas gegen den Klimawandel zu machen. Ich weiß nicht, wie Kultur Klima retten soll, aber das gesagt ganz viel. Der Finanzsektor hat natürlich Konsequenzen, ob ganz Lützeburg, was Kultur beeinflusst. Das heißt zum Beispiel der Fakt, dass extrem viel Wert auf Jobs am Staat und an der Finanzen gelöst wird, dass die Jobs viel mehr lukrativ sind wie Jobs an der Kultur, führt dazu, dass ganz viele KünstlerInnen einen Nebenjob oder einen Hauptjob an Kunst auf der Seite machen müssen. Zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie viele etliche Kunstprofen, die am Fond KünstlerInnen sind. Das ist für mich auch ein Phänomen, was mit der Finanzplatz zusammenhängt, weil es geht in anderen Jobs getrieben, wie die vielleicht am liebsten machen. Es gibt keine konsequente Kulturpolitik, was auch für mich mit der Finanzplatz zusammenhängt, weil Prioritäten auf einer anderen Platz liegen. Also, ich kann noch viel weiter schwätzen. Ich gucke mal, was ich noch so abgeschrieben habe. Mir wird ja auffällt, dass das effektiv Langzeit wird nicht wirklich Theaterstücke oder Kultur über den Finanzsektor zu beschäftigen. Das ist wenig noch beschäftigt gehen. Ja. Weil Mische Demo 2013 ihre Film vor Richtung 22 Lützbank ein Bank mit Suen, ganz kreativen Titel, hat mich dadurch auch so irritiert, weil ich merkte, dass nach gar nicht Gift drin. Ja, effektiv. Da wird 2016 statt Stück von Mark Limbach am Frank Feitler am Stadter Theater, wo ein Tiger am Rosegärtchen, wo es umgegangen ist, die war Name von ArcelorMittal damals, die Geschichte. Und so finde ich eigentlich, wenn ich auch meine Recherche gemacht habe, kein Theaterstecker fand, die sich kritisch mit der Finanzindustrie zu nie setzt. Ja, ich meine, das Leid darum, dass es, wie viel schon gesagt wird, dass es ein Tabu war oder teilweise auch nach uns, den Finanzplatz zu kritisieren, an allgemein zu Lützeburg einfach den antikapitalistischen Esprit nicht so weit verbreitet ist. Ich gebe so, dass nicht Zufall, dass wir eine von den einzigen Gruppen sind, die sich damit beschäftigen. Wir probieren, so gut es geht, von Bannen aus dem Land eine Kritik rauszubringen, weil die meiste Kritik, wie gesagt, könnte vorbei sein. Das heißt, wir haben nicht just den Lützebank-Film gemacht, wir haben noch eine Trilogie von 3 Theaterstücken zu Lützeburger Finanzplatz gemacht. Das erste war über den Freeport, das zweite war über was war das zweite? Ich habe das aufgeschrieben. The Nation Branding. Und der dritte war über das Space Mining Projekt von Etienne Schneider. Und die drei Stecker für mich repräsentieren so eine bewusste Decision, sich mit dem Thema Dave auseinanderzusetzen, obwohl es für uns auch nicht angenehm ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, muss ich ehrlich sagen. Also wir machen das nicht aus Live zu den Zuhlen. Mehr wie gesagt, weil es eben wirklich nicht viel Stimmen gehen, ob das nur an den Medien oder an der Kultur oder an der Show ist, also egal, es gehen einfach nicht viel Stimmen, die sich klar kritisch äußern. Und es gibt auch nicht viel Vorschläge, was es sonst könnte gehen. Und das gebe ich auch noch interessant, weil du gefragt hast, was wäre dann Ziel oder was wäre dann so gut. Das gibt mich auch interessieren, was die anderen dazu meinen. Weil ich weiß, dass mein Stand dazu vielleicht ein bisschen radikal ist. Aber ja, ich gebe das gerne hören, was für Alternativen es gibt oder was den anderen kennt. Ja. Ich gebe vielleicht die Frage weitergehen und Herr Schaffe. Wie weit ist es für die Finanzindustrie überhaupt für vier Teile so mächtig zu Lützeburg zu sein? Wenn ich eine Analogie mache mit der Industrie, die zu Lützeburg für die dominierend war, für die PB, das war die Stahlindustrie. Und ich komme von Rümmling und da ist immer gesagt gehen, wenn die Arbeit host, wird Lützeburg Grip. Und das klingt für mich als Kant nicht gut. Und aber ein Finanzplatz host.
Wer ist das denn überhaupt für Dann wird Finanzplatz? Lützburg Corona. Ich meine, den Unterschied mit dem, die Analogie mit der Sidérurgie. Ja, ja. Sidérurgie, en fait, als ein Industriesektor gewesen, wenn dort noch froh an die Luft gegangen ist, dann wird den Hegel dabei gebaut. Ja? Voilà. Ein Teil von der Finanzplatz ist nicht das Resultat von einer Decision. Wir wollen so groß gehen. So mir am Allgemeinen. Es ist ja auch nicht Finanzplatz. Der Finanzplatz wird sich entwickelt durch internationale Evolutionen, das heißt vor allem durch internationale Reglementationen. Lützeburg hat ein bisschen die Entwicklung beeinflusst, notamment da, wo sie eine Autorität hat, für Decisionen zu holen. Das waren an der Steuerfragen, zum Beispiel, das war die Frage vom Secret bancaire, das war eine Lützeburger Decision. Ja. Die Freiheit da, und ich meine, das an der Introduktion noch geschwärzt ging, die Freiheit da ist ja praktisch integral verschwunden. Heute lebt alles noch EU-Direktiven an der Lützeburger Staat oder der Lützeburger Gouvernement dezidiert und praktisch nichts mehr dran. Man guckt just, dass die Direktiven umsetzt und leider Gottes nicht mehr so sehr, wie man das früher gewinnt wären. Und dafür den Abfluss auf was lebt auf der Finanzplatz, also ich da so nicht nur opportunistisch en Funktion von dem, was Besucher an der ganzen Welt sind. Wenn immer mehr Leute an Fonds investieren, da gehen aus den 5 Trilliarden noch 6 Trilliarden noch 7 Trilliarden. Da geht das weiter. Das ist aber keine Decision, die die Fondsindustrie heute zu Lützeburg hält. In dem Sinn haben wir auch Männer am Griff, auch wie viele Leute gehen dann da beschäftigt. Aber wie geht das weiter? Wir können nicht mehr so, dass wenn nur große Fondspromoteur einkehr 10 Fonds will dabei lehnen und die will man nicht mehr, weil da muss man 10 Leute engagieren und die stehen einkehr am Stau und das geht nicht. Ne? So funktioniert das ja nicht. Und das auch, ich gebe dazu doch gerne rumgebracht an der Introduktion gesagt, in das Element von der Fragilität von der Finanzplatz. Ich muss aber etwas aufpassen daran, wenn ich gesagt habe, für drunten, wir sind eine große Usine. An enger Usine en fait, braucht viel Leute. Und die viel Leute sind an der Zwischenzeit heute zu Lützeburg extrem teuer gehen. Aus all den Ursachen, die wir auch kennen. In dem Sinn muss man auch die Usinen sind aber, das eben eng von den Naturen von Finanzflügen oder von Finanzaktivitäten par rapport zu Hegieven, die kann nicht einfach von Hai eher sehr nicht transportieren, aber Finanzflügen, die können ganz einfach nicht dirigiert gehen. In dem Sinn muss man gucken, wo das dann, wie bleiben wir kompetitiv an dem Ganzen. Ja? Neben der Kompetition als eben auch das Know-how. Wie bringen wir es fertig, mit der Zeit zu evaluieren? Und das heißt auch dann, die nötige Kompetenz an Know-how an denen Domänen zu produzieren, die nur wichtig sind. Und das ist das Stichwort zum Beispiel Nachhaltigkeit oder nachhaltige Finanzen. Dazu kommen wir ganz sicher nach. Ganz gerne zu Nachhaltigkeit. Ich meine, das war auch viel gesehen. Ich wollte nur auf ein paar Sachen reagieren, die gesagt wurden. Vielleicht wollte ich dich reagieren, dass ich meine, dass ihr als Regierung 22 mehr wichtig Arbeit macht, im Sinne von, dass da eine Kritik ausübt, die andere nicht gemacht haben. Auch war da zum Thema Kolonialismus gemacht wird, habe ich einen extrem wichtig fand und extrem richtig fand, dass er das gemacht hat. Ich wollte so, dass man aber momentan so eine Ministerin, die wie kann wir hier drin, also ich will Kultur ersetzt und auch während dem Covid da ganz viel dafür gesucht, dass auch kulturschaffend Revenu hatten. Dann wollte ich insgesamt so, ich meine, so wie das Finanzplatz aktuell aufgebaut ist, also effektiv sind wir nicht wirklich resilient par rapport zu, wo man eine Finanzkrise sollte kriegen. Du willst, muss man als Ökonomie mehr diversifizieren.
wir müssen gehen in Richtung klimaneutrale Industrien, Richtung Handwerk fördern, weil das sind auch Sektoren, die man brauchen, für die energetische Transition hinzukriegen. Wir müssen aber auch die Finanzplatz braucht man aber auch in einer gewissen Art und Weise. Man muss einfach darauf schaffen, dass man die Finanzplatz minderhaltig kriegen, dass man sie fit für die Zukunft machen, dass den Sektor aus der Zukunft führt, den auch, ich meine, wenn ihr guckt mit den Fonds, die aktuell halt zuletzt sind, wir gehen also immer so gering an den Fonds, wenn ihr dann tatsächlich an Detail gucken geht, sind wir gar so gering an der Finanzplatz und du hast noch ganz, ganz viel Arbeit zu machen. Und ich meine, das ist wichtig für die zu machen, weil das Sektor den Zukunft hat. Ich bin ein bisschen irritiert, für das, wenn ich nicht gefragt bin, oder muss vom Finanzsektor zu Lützeburg und Jut, das bestätigt, dass der Sektor ganz wichtig ist für Lützeburg. Ja, mit dann frage ich mich ja, okay, wenn ich weiß, dass ich mächtig ist, dann kann ich ja den anderen noch ein bisschen unter Druck setzen. Und dann wird den anderen nicht mehr die Murst, den er braucht, für vielleicht Gesetzgebung zu machen. Aus Angst, dass die kleinen Hirschen Finanzplatz ganz schnell irgendwo fort wäre, dann, wenn ich aus der Angst agieren, dann agieren ich aber nicht wirklich aus der Souveränität. Also der Finanzplatz, wenn sie die Stärke haut hört, die sie hört, oder was sie da durchstellt, was sie durchstellt, dann ist das weil den Kompetenzfinanzplatz. Das ist ganz evident. Und die Kompetenzen, die gehen nicht einerwärts auch, aber auch nicht überall. Und froh ist einfach, bringen wir es fertig, die Kompetenzen weiterzuentwickeln. Und Stichwort ist auch Nachhaltigkeit, ganz sicher. Mir auch für Kommentar zu sagen, zu dem, was Jesse Thilo gerade gesagt hat, die Diversifikation von der Ökonomie, das ist ein bisschen real. Ich habe ja natürlich schon 30 Jahre. Wo kommen wir hin? Und außer kleinen Nischen, da könnt ihr ihn auf die für Space Mining zu machen, dann macht ihr noch flotten Theaterstück drüber. Das ist ganz schwierig, wenn ihr keine Matière Premiere hört zu Lützeburg, wenn ihr limitierten Territoire hört, für neue Industrien noch was dabei zu kriegen. Und wir sehen das ja an konkrete Beispiele, die einen brauchen zu viel Platz, die anderen für zu viel Strom, die anderen zu viel Wasser. Und so kommen wir ja auch nicht weiter. Wir hängen da finalement an der Finanzplatz, auf dem wir dann aber nicht ganz stolz sind. Und es gibt evidemment Elemente daran, das ist ja absolut indiskutabel, wo ihr gar nicht braucht, stolz darauf zu sein, über das, was gemacht ist. Wie gesagt, devaluiert aber alles, auch die Reglementationen, notamment das, was durch die Leaks rauskommt, als ja unter anderem auch ein ganz Reglementationsfall kommt, was die OECD hat BEPS gemacht, für eben die Steuerevasion zu machen, wo ein AT hat, man schätzt über AT 3, die Briefworte brauchen Substanz und in der Zukunft wieder gesagt wird, und wenn sie Substanz brauchen, dass sie ganz viele Briefworte überhaupt nicht mehr rentabel und da verschwanden sie eben, tant mieux, weil ich weiß auch nicht, wie etwas heute Lützeburg und die Briefworte gibt verdingen, außer die sie machen vielleicht. Der Punkt ist, wo treiben wir oder wo dirigieren wir die Finanzplätze hin? Die enorme Chance, die wir haben, oder die wir hätten, müssen sie just konsequent ausnutzen, das ist eben die Richtung Nachhaltigkeit. Und das nicht alles gering, was heute gering ist. Ich habe öfters an Diskursen, die ich an meiner freien Aktivität gehalten habe, von den 50 Shades of Green geschwärzt, weil eben das ist nicht nur schwarz-weiß oder das ist nicht perfekt, das ist eine Evolution. Wenn wir aber gucken, an der Zwischenzeit auch, wir haben dann einen Zuland Raum zu geheilen, ich meine, dass über ein Drittel von den Fonds, die zu Lützeburg domiziliert sind, haben aber schon ein nachhaltiges Objektiv. Und auch da, das ist keine Decision von Lützeburg, für Lommel zu sagen, hat man gerne 2/3 oder 70%, das liegt absolut nicht an unseren Händen. Was an unseren Händen liegt, ja, was an unseren Kompetenzen liegt, das ist eben für gewissen Direktiven vorzugehen. Ich wollte just mentionnieren, die Gringburs, die gemacht sind, das ist
eng von den Initiativen an der Richtung. Das war der Buchsdirektor. Ja, aber das sind noch haut überzeugt davon, dass die Kreation von der geringer Buchs ein ganz Movement auf der Finanzplatz a Bewegung gebracht hat, wo jederin viel Leute verstanden haben. Ich habe Beispiel gesagt von Avocaten, die am Anfang belächelt haben, was macht ihr da, weil die kennen nur das, was am Gesetz steht, reglementarisch. Und die Nachhaltigkeitselemente von einem Finanzprodukt, die stehen noch immer nicht ganz an den Direktiven dran. Das ändert zwar all der, geht weiter, das ist nicht perfekt. Wir kriegen da die erste Version, die zweite Version, dann die dritte Version. Es evoluiert permanent, aber wir müssen da mitgehen. Und man muss konsequent mitgehen, weil Lützeburg könnte sich da effektiv an einem internationalen Vergleich als kompetenten, nachhaltigen Finanzzentrum positionieren, den eben die Konnotation von Steuern an Briefkosten eben geben mal relativisieren. Das heißt aber nicht, dass es nur kein Briefkosten mehr zu Lützeburg gibt. Ne? Ich wollte just zum Wort Nachhaltigkeit noch etwas sagen, weil das ganz oft als Buzzword benutzt wird, für alles schön zu schreiben, was am Anfang der Realität nicht mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Für mich persönlich sind Nachhaltigkeit und Wachstum zwei Wörter, die sich komplett widersprechen, die nicht mit ihnen reunieren kann. Das heißt, wenn Ziel ist, dass ihr komplett weiter wiest und alles immer mehr mischt, mehr produziert, mehr verkauft, dann ist das genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und das ist für mich eine Kontradiktion, die praktisch auch weiß, dass Lützeburg nicht konsequent Ziele haben, für den Klimakrise zu gehen. Mir die sagt auch selber, Lützeburg hat nicht immer den Handlungsspielraum, den es kein tun, weil es aufhängig ist von den ganzen Firmen, die selber hier Decisionen treffen, ob sie wollen ein Ziel für 2070 oder 2375 schreiben. Also am Anfang egal, weil es sind just Ziele und sie keine Aktionen. Ja, also ja, und da wollte ich noch so eben, dass Finanzplatz so groß und so erfolgreich ist, wie dir so, wie sie lo ist, leidt für mich nicht unbedingt um Kompetenz, mehr eben dem Mindset von Wachstum. Und da das für mich nicht unbedingt etwas, was mit Kompetenz zu tun hat. Also für mich ist das etwas, was ihn auch als moralisch verwerflich betrachtet kennt. Du will ich das just auch vorstellen, dass es immer ein Gutzeichen ist, wenn ich mehr hat wie die anderen. Das ist auch für mich nicht immer ein Gutzeichen, wenn ich Murst tut. Echt am Anfang ein Schlechtzeichen. Weil sobald ich Murst erreicht hat ich am Anfang die Aufgabe, dem Murst und so viele Leute wie möglich weiterzugehen, und nicht zu halten und zu probieren zu konservieren, also sich selber damit noch mehr zu bereichern. Wenn wir über Nachhaltigkeit schwätzen, ich meine, da muss ich aber eigentlich froh und ein gering dividiert schwätzen, weil ich habe mehr gemacht und schon den alle Wahlprogramm von 2018 und ich einen aufgeladen. Und schon im Kapitel Finanzplatzgesicht am geringen Wahlprogramm. Und ich schon Front. Aber verdammt Hannen. Und ich habe mir vorgestellt, und war auch ganz kurz, und war auch ganz viel so Allgemeines. Für nicht zu viel zu bashen, mit war so. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie ist eigentlich die Relation von der geringen Partei mit dem Finanzplatz? Weil das nicht das erste Kapitel war und ich nicht erwartet. Aber dass auch noch am ökonomischen Kapitel, den allerletzten Paragraph ist, hat mich dann doch gewundert. Ich meine, das ist auch für eine geringe Partei ist klar, dass man die Finanzplatz in einer gewissen Art und Weise für als Ökonomie brauchen, für als Land brauchen, dass, wie auch gesagt hast, dass tatsächlich so, dass man jetzt zwischen diesem Territoire limitiert sind, auch für große Industrien unzulacken, sind wir auch nicht unbedingt interessant, weil man kleine Flüsse haben, dass eine große Industrie braucht, meistens große Flüsse, für entweder können mehr zu polluieren, respektive Wasser zu holen, für hier Sachen aufzukillen. Da muss man einfach sagen, dass die Finanzplatz aber auch keine Chance sind, dass man kann sagen, weil an einer gewissen Art und Weise geht der Rest des Nachhaltigkeit an Wachstum sich irgendwo beißt, aber andererseits braucht man aber, wir brauchen Photovoltaikanlagen, wir brauchen Wandräder, wir brauchen all die Sachen für die Energietransition hinzukriegen, für fortzukommen von den fossilen Energien. Und da braucht man auch zu einer gewissen Art und Weise Wachstum an denen Industrien. Und auch ein Finanzplatz kann darin investieren. Wir haben heute
zwar just 6%, ich sage immerhin 6% von den Fonds hat Lützburg, die sogar materiellen Investimenten klimapositiven Impakten. Das heißt, dass sie an Sachen investieren, die einen positiven Klimaimpact haben, den ja, der ganze Rest, die sich geringe Label gehen, ich meine, sie 44% auch nach den ESG-Kriterien haben, das ist schon wohl ein Schritt in die richtige Richtung. ESG definieren. Ich meine nicht, dass ich direkt weiß, was das ist. Ja, Environmental, Social Governance, genau. Das es bedeutet eben nicht, einerseits, die passen schon auf verschiedene Kriterien ab, mit bedeutet nicht, dass sie mit dem 1,5 Grad Ziel konform sind. Und das ist das, was wir brauchen. Als mehr Fonds, die 1,5 Grad Ziel konform sind, und dann, wenn man von 1,5 Grad Ziel auf den Fonds schätzen, muss man auch über als staatliche Fonds schätzen, über den Pensionsfonds, über den Zukunftsfonds, die aktuell immer an fossil und nukleare Energien investieren. Und das ist ein Problem. Der Minister für Sicherheit Sozial als Kegringen, dafür die Kritik, die ich nicht verstanden. Ja, wenn du gerade paradox an der Politik gesehen. Einfach nicht mehr, weil für ein paar Wochen hat auch ein Sozialist, den Herr Asselborn, also schon kein besonderer Flip-Up hier, mir hat gesagt, dass Lützburg an der Lieferkettendirektiv, was dafür sind, Fonds rauszuholen. Das heißt, die Lieferkettendirektiv, wo keine gekürzt, das ist eine Direktiv, die momentan verhandelt wird auf EU-Niveau. Ich meine, die Leute haben auch nicht wissen, was es geht. Und die besieht einfach, dass die Industrie und auch die Finanzindustrie responsabel ist von Punkt A bis Punkt Z von ihrer Lieferketten für die Anhaltung von den Menschenrechten. Lützburg ist gegen die Fondsindustrie, wie den Herr Schaffer auch erinnert wird, 5 Trilliarden, von denen 5% dann kriegen positiv sind und ein paar 6% kriegen positiv sind und ein paar Leute auch effektiv, also ESG-Klippescher dran sind. Voilà, die sollen nicht unter eine europäische Direktiv fallen und du schlägt sich Lützburg mit anderen Ländern auf EU-Niveau für die FLD rausgeholt gehen. Und ich meine, nicht alle Fonds aus Base, aber es geht da. Just ein konkretes Beispiel. Von den größten Kobaltproduzenten an Afrika als eine kasachische Firma, die nennt sich Eurasian Resources Group, die gehört 3 Oligarchen an dem kasachischen Staat, also Autokrat. Also sie sitzt hier in Hauptsitz aus Russland Sit, weil sie war sogar zu dreckig für London. An ihren Deputy CEO war noch bis diese Juni Ehrenkonsul von Lützburg zu Astana, so viel zu Politik an Wirtschaft, wie die wieder zusammenhängt. Das Beispiel von einer Jahr, ich kenne nur noch alle Artikel von den letzten 2 Jahren, optionen manchmal aber nicht mehr. Es geht da, aber solange mehr auch für so Leute, weil wir schätzen von Summe von Millionen, Milliarden, die rumgehen. Also solange mehr die Sachen dann aber noch verteidigen gehen, und andererseits so, wir sind aber 4 geringer, 4 higher, 4 do. Und just noch leicht wurde zu ESG, wir schon direktiv gelesen und natürlich viel Kopf gekriegt. Aber was ganz interessant daran ist, dass das sogar die EU-Kommission, die für viele Leute aus dem ONG-Milieu viel Gehalt kriegt, an die was auch zu Recht, dass die direktiv sich so verwassert, dass dazu den sich nicht ganz viel was anderen, wie sogar die so das bewiesen, dass erwiesen, dass freiwillig ESG-Kriterien springen, du wenn machen wir das direktiv. Voilà. Das ist just für auch gewisse Leute das Argument, schon aus der Wand, aus den Segeln zu holen, sozusagen. Ihr euch dem Mikro in den Publikum gehen, wollte ich nach Englisch vorstellen, ein bisschen soziokulturell froh, weil die mich auch immens interessiert, weil der Minat ist immens geprägt gehen von den Arbeiter. Und das merkt ihr an der Art, wie geschwärzt gehen ist, den Knascht gesehen, dass die Art weiß, das heißt, das immens geprägt von dem Industriemilieu, von dem Arbeitermilieu. Und dadurch, das merkt ihr auch Haut nach und die Leute. Ne? Ich freue mich eben, wie weit in Lo letztlich merkt und noch Wert merken, dass die Generationen, die kommen, nicht wie ich praktisch nach Tejewe gesehen haben, mir nimmen Teichtieren gesehen haben. Also, wie weit wird auch dazu gehört, jo, einen gewissen Art, zum Beispiel für Codes, sich zu kleiden. Ne? Nicht der Blaumann also sagt gehen durch das Kostüm. Oder als Spruch, als sagt gehen mit ganz viel Anglizismen. Wir wissen alle, werden High Performers, werden Overnight, als natürlich
muss man auch wissen, was die ganzen Finanzterme kennen. Aber wie weit hat das einen Impact auf Lützeburg, dass die Finanzplatz so immens dominant auch an der Gesellschaft ist, so wie früher es Schmelz war? Kann ich? Willst du fangen? Ja. Dann Ja, ich meine, das geht aber bis direkt, weil du in der Intro gesagt hast, dass Geschichte von der Finanzplatz zu schreiben, also extrem kompliziert. Aber ich der Geschichte findest du auf all Eckern. Also ich komme als Asch, also nicht 200 Meter vom Heichöwen C abgewürzt. Übrigens, ein Heichöwen kann ihn auch ein Heichöwen kann ihn auch aufmontieren und nach China bringen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Nee, es hat 1,5 Jahre gedauert, dann die Leute haben 24/7 geschafft. Hanno war ganz auf der Schienen an Frucht. das war noch High Performance Demos. Ja, das war definitiv High Performance. Nee, ich meine eben, das ist ein Problem, weil sich Geschichte nicht damit befassen kann, weil ich noch erinnern, wie wird also so kompliziert, eine Geschichte von der Finanzplatz zu schreiben. Wir haben ein Archiv gesetzt, also das bestand für rund 3-4 Jahre, 2018 für 4 Jahre, also reformiert ging das. Wo dann auch, also wir haben eine Kader gesagt, für Archive sind wir ehrlich. Wo dann alle Minister auch muss Archiven und Archive national gehen. Und das ist ein Minister, den sich ein 100 Jahre Sperr rausgehandelt wird, und das ist der Finanzminister. Das heißt, wenn der will als Historiker recherchieren, was hast du das bis 1929 geschieht? Das war ganz interessant, weil du haben wir nämlich Toldingsgesetz angefangen. Dem wollte man sich wie die Schweiz, und das war schon, das eben schon auch eine Welle ging. Das auch schon eine Welle gehen. Und dann muss er noch ein paar Jahre warten, bis die Archiven abgehen. Und ich meine, das sieht doch eigentlich dazu aus, das ist ja auch noch gerade, wie war das ja ein Finanzpass so mysteriös, man weil das ja auch darum gegangen ist, Privacy zu verkaufen. Auf der einen Seite. Und dann Seite kann ich auch so, dass man irgendwie ein bisschen Souveränität ausverkaufen. Das, also fast hatte ich den Verlust machen. Und ich meine, dass eben die eine Seite das verstoppt ist, dass die andere Seite das das verstoppt sind, das war auch mit den Skandalen, mit dem negativen Image, weil kann den sich gut mit einem Arbeitsstellen identifizieren oder echt mit einem Arbeitsstellen identifizieren, wie mit einem High Net Worth Individual, den oben haben jedes ein Penthouse kauft. Voilà, und ich meine, es sind aber trotzdem ziemlich sicher, dass da mal hinkommen und mein Job eben durch Arbeit wie Richtung 22 mischt, weil es muss ihn das Dinge thematisieren. Und ich meine, sie sind ein Idee abgemacht, durch die wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Künstler, Autor, Musiker oder Filmemacher eigentlich weit gehen. Und ich meine, wir müssen erst mal das in die setzen, und das ist schon wichtig, aber es fällt sicher, als den vier genannten Gründen, Menge Millionen, viel mehr schwer für soziokulturell Interesse von was aus das war. Gibt es noch einen Beitrag? Ja, ich fand die Frage ganz interessant. Am Anfang konnte ich nicht ganz verstehen, was du meinst, weil ich nicht das geht viele Leute auch so. Weil ich nicht den Eindruck hatte, dass Lützeburg früher eine große Arbeiterkultur hat. Also ich meine schon, dass Lützeburg, also sorry, das ist vielleicht falsch, dann ist es falsch, dann dieses Mal nicht. Dass Lo da bist da aus dem Blickfeld verschwunden, heißt ja nicht, dass es nicht mehr gibt zu Lützeburg. Also das heißt ja echt, dass sie deplaciert gehen, dass sie über die Grenze getrieben gehen, dass sie also ich gesehen das ganz krass zu Asch, weil wir halt als das Jahr mit Asch beschäftigen, mit dem Prozess von was alles Neues gebaut wird, an wen du hin soll wohnen kommen, wen sich das leisten kann und so weiter. Das heißt, ich meine, das tut das auch zu tun mit dem Nation Branding Projekt, mit dem Projekt von wie wollen sie zu Lützeburg umziehen, wie soll zukünftig an den neuen Wohnungen an dem neuen Quartier zu Asch wohnen kommen, an wen als echter so an ihren letzten Jahren zu Asch, wen wird geschwind muss rausplündern. So, du wenn es gesehen ist, Stadt also ja, ich weiß nicht, ob ich da viel falsche Sachen gesagt habe, aber ich gesehen das als so als Prozess, wo Promotion für den Finanzplatz halt ein Teil davon ist, an einer Teil der Seite vielleicht nicht so gut. Ja, ich hoffe, das wird froh beantwortet. Mentalitätsfroh von der Finanzplatz an der Gesellschaft.
ich meine, wenn den schon ein zuhören 400.000 Leute zu beschaffen und davon 506.000 op der Finanzplatz. Das sind nicht lauter Bankdirektoren, ne? Das sind mal Sehensdriver. Da sind aber noch ganz viel, auf die einer Wert schaffen. Wie wird dann nur ob einmal den Lien oder der Shift soll gemerkt gehen vom Erbestar ob nun mit Finanzen, weil die Ökonomie ist ja aber noch viel mehr, auch von 25% oder wie auch immer vom PIB durchstellt, dann stellen aber 75% besanecht durch. Dann ist das Menge doch, dass man willentlich so Fokus machen auf die Finanzplatz, weil natürlich auch aus den Gesprächen für drin hier, es brauche für viele Ursachen, für viele Konsequenzen brauche nicht mehr Schuldige. Auf jeden Fall soll das dann nicht Finanzplatz sein, die dann die Leute in Deier machen, und die Stauen provozieren, und d'ailleurs, en fait, die Reich mehr reich machen, ne? Für es ganz pauschal zu sagen. Und was man immer noch lädt, dann dafür mänglisch, ob die Kampagne von LFF gut war oder nicht gut gemerkt war, mänglisch, das bleibt ein großer Nachholbedarf für einfach den Finanzplatz, vielleicht auf eine Weise dann Minot zu bringen, auf wirklich zu sagen, wer sie ist. Weil wir haben ganz viel geschwärzt über just einen Aspekt, den ich kann dazu kritikabel lassen, es sind noch keine Fan davon, aber wir haben aber so viel mehr wie das, und darüber schwätzen wir einfach nicht. Ich war am Anfang just nach mein Beitrag also von denen, dass ich sind 96 geboren, ich sind nicht an einem Lützeburg groß gehen, den Stahlindustrie da kannte. Ich bin groß gehen mit den Banken im Kirchbirch, das war irgendwie normal. Als Kanton das nicht unbedingt der Frage gestellt. Die ich immer da konfrontiert genießt, der Moment von ob die Uni geht, und Ausland geht, aber wo dann die Leute dann dummer konfrontieren. Für aber alle Probleme hat es mal zu beschulen, selbst am Logement, am Trafik, für dazu so, dass der Finanzplatz hier schuld, das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen einfach, weil ich meine nicht, dass das allein der Finanzplatz hier schuld ist, dass wir einen Druck auf die Logement haben, dass wir viel Trafik auf die Straßen haben. Aber voilà, ich meine, man muss einfach gucken, dass man die Finanzplatz als Chance gesehen, dass man sie umgestalten, dass man es mit gering wie nachhaltig machen, und was kommen von dem, was er heute ist. Der ich froh, was Auer Zeit das. Sing finde ich schon. Gibt es eine ganz wichtig froh, die da vielleicht auch eine Spezialperson hat aus dem Publikum? Weil den Ofen wird ja auch gefilmt, dann wäre es wichtig, dass es doch so wieder sieht, und dass ich froh vielleicht denke, wiederholen, für das Hanno, wenn in das YouTube-Video guckt, da sind weiß, wie geschwart wird, dann da sind froh her. Geht ihr denn froh? Ja. Ja, also mein Name ist Paul Schossler. Ich weiß nicht, ob ich froh, also mehr eine Bemerkung vielleicht. Nachhaltigkeit. Da sehen wir, geht immer gesagt, wir schätzen von Nachhaltigkeit, und da sagen wir, da guck mal die Grün, was das Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, das wäre wirklich viel mehr wie das. Ne? Ich meine, ihr kennt das Bild mit den 3 Pilien, das Wirtschaft, das Ökonomie, Ökologie, und Soziales. Respektiv gibt es so ein Bild, wo ich meine, was du an der letzten Mai promoviert, wird doch besser, als denken ist, dass die Ökonomie irgendwo, die soll der Gesellschaft dingen, und die Gesellschaft muss funktionieren an der Grenze von dem Planeten. Also dann nur darum die 3 Elemente. Aber nicht, also ich denke, wenn ein nur als Finanzplatz, sind nicht mal Finanzen sind ein Teil von der Ökonomie, das mal sehen, das Wirtschaft, und dann die nächste Krise ist Gesellschaft, sozial. Und ich gesehen am Anfang, wenn ich von nur als schwätzen, dann da ist Spannungsfeld wird spannend. Das kann ein Finanzplatz am Anfang auch den sozialen Wachstum oder dem sozialen Gleichgewicht, Verdelung, wie auch immer, Rechnung tun. Und das Ganze muss irgendwo gering sein. Ja. Also dafür denken, dass es möglich ist, dass Finanzplatz effektiv sich denen Vorstellungen auch oder denen vorstellt, weil das schon nicht unbedingt die erste Zielsetzung ist, so für effektiv dann
Welt so nicht nur zuletzt eventuell weltweit und dann Gesellschaft oder gleich zu machen. Ich mache vielleicht einen kurzen Antwort darüber, denn sie lang dabei an dieser globaler Finanzwelt schon ganz viele Krisen erlebt, schon noch die Krise von 2008 Matgemaren, die hat mich markiert gehabt, muss ich sagen, wie weit, weil da ganz klar war, dass just mal die Finanzwelt von der par rapport zu der realen Ökonomie total dekonnektiert hat. Heute sind ich fest die Überzeugung, dass die Finanzen am Denkst von der Ökonomie und dafür vom Bürger muss sein, und dass so öfters gesagt gehen, ein nachhaltiger Finanzplatz. Ich stehe nicht dafür, dass kein Malentendu ist, für eine nachhaltige Finanzindustrie an. Und das automatisch lädt sich auf den Finanzplatz. Und nachhaltige Finanzindustrie bedeutet eben, dass Nachhaltigkeitselemente und noch die Sozialaspekte, die da dran sind, dass die eben klar herausgestracht gehen in der Zukunft. Das heißt dann wieder, dass die Finanzwelt irgendwann in einer Zukunft kein Projekt mehr finanziert, die eben weder sozial noch umweltmäßig verträglich sind. Und an die Richtung gehen eben eine ganze Reihe Direktiven, über Direktiven heraus, sie führen allem Dingen den Druck, den aus der Gesellschaft kommt, auch auf die Investisseuren, für die Kriterien zu applizieren, dass da, wo der Kreislauf sich schließt und dass dafür, wo es wichtig ist, dass den kritisch bleibt, mit der den aber nicht permanent, da wird nur ein Glas halb voll gesagt oder halb Weidel gesagt oder mal halb voll, dann die positiven Elemente von der Entwicklung, die eben nachhaltige Finanzen eben mit sich bringen, guckt. Darf ich noch ein kurz sagen? Ich gesehen dat net, dass die Finanzen am Denkst von de Bierger agieren. Schmengen du kann ich ganz viel verschiedene Beispiele gehen, zum Beispiel während der Corona-Pandemie, wo immer gesagt gouf, mit der Wirtschaft geht es gut, wir haben aber kein riesiger Crash mit. All die Leute, mit denen ich geschwatzt habe, waren emotional, sozial und finanziell an. Also, dass die Auswirkung von der Finanzplatz auf die Realität von den einzelnen Menschen direkt direkt gut ist, das fand ich nicht fair zu sagen. Das kann ich auch daran erkennen, dass wir gerade Gaspreise bis Uhren hinhauen, an Schiffer mit den urlichen Kanisteren stehen am Meer zu warten, bis sie aus dem negativen Preis herauskommen. Also so Sachen fand ich wirklich nicht korrekt, dann so zu machen, wie wenn es uns alle gut geht, wenn es den Finanzen gut geht. Das fand ich eine krasse Erstellung. Nach ein Froh, ja, Ger? Ich hatte am Anfang auch schon eine kleine Ergänzung zu dem, was gesagt wurde, vom Punkt der Nachhaltigkeit von den Lützebauer Fonds, von den 6%, von denen geschwart kaufen. Da wurde ganz rezent eine Analyse von Greenpeace Lützeburg veröffentlicht, wo die Fonds analysiert kaufen an eigentlich nicht immer gut wegkommen sind. Ich kann keine Zahlen nennen, aber die kaufen eben auf ihren Akkord zum Pariser Klima aufkommen. Analysiert zu verschiedenen Kriterien und ich meine, kein von den Fonds hat wirklich gehalten, was versprochen wird, und viele Kriterien dafür sind komplett verfehlt gehen. Ja, das wollte ich nicht kurz ergänzen. Kann direkt, also die Zahlen, die ich genannt waren aus der Pacta-Etude, mehr effektiv als insgesamt aus den also dann eine Feststellung, dass die Regeln, die gehen, dass sie nicht transparent sind, dass es viel Greenwashing gibt. Das stelle ich absolut nicht auf, das ist komplett korrekt. Wir müssen aber darauf schaffen, dass die Regeln nicht streng gehen, dass das mich strenger kontrolliert gehen und dass man auch, ich meine, was ja auch aus den Etude von Greenpeace rauskommt, ist, dass wir bei vielen Banken die Leute, die Personal von den Banken, aber auch die Klienten selber nicht genug informiert waren über was sind denn überhaupt nachhaltig Finanzprodukte. Und ich meine, dass da extrem viel Arbeit für das Leid. Absolut.
Ja, also das war interessant, eigentlich auch zu sehen, dass der Know-how bei der Lützeburger Banken auch gefehlt wird, für weiterzugehen und hier Erklärung. Merci. Das habe ich auch gewundert, wenn die Studie halt nicht zitiert gehen. Darüber können wir noch viel so, weil ich meine, interessant, dass sie auch die Reaktion gewirkt von der ABBL auf die Studie, wo ganz viel auch versichert ist, die Methodologie von Greenpeace zu hinterfragen, zu kritisieren. Und vor allem als dann schon ein Zitat von Catherine Bourrin, Membre du Komitee Exekutiv von der ABBL, was sagt, ja, die Studie irritiert eigentlich den Klient mehr, wie sie uns hilft, weil du weißt, Chemie, was eigentlich etwas ist, das ist dann doch irgendwie... Das ist Krisenkommunikation. Nee, das ist wie Krisenkommunikation, das tun wir aber schon öfter so erlebt. Auch in Open Lux zum Beispiel, wo wir hatten als Frohen, ja, und zusammen und den Finanzminister geschickt, kurz, aber den Tüsemer konnten sie raus von der Wiener, aber mal veröffentlichen, kurz für drin, haben sie den Domain-Carve OpenLux. Also sie haben Eisfrohen, die mir in den konfidentiellement geschickt hatten, haben sie alle gut und dann total kalt aufgedreht. Das ist auch eine Sorte von aggressiver Krisenkommunikation. Und mich sich nicht gewohnt, dass der BBL das auch gemacht hat, dass sie eben, mit das, also solche gut Zeichen, dass sie die Etüte sich herholen, sonst können sie nicht so aufscheißen. Also wir sind nämlich am Alter von einem Rainer Volk zum Beispiel, wo das nach mir weitergestohlen wird. Logi mal ganz weit zurück. Ja, logi mal ganz weit zurück. Wir sind schon ganz fortgeschritten an der Zeit. Nach ein froh, Lisa, ja. Merci. Also, das ist ja auch eine frohe Bemerkung. Geführt noch 2008 die Finanzkrise erwähnt. Ein Teil davon war ja auch, dass viele davon sich ragelig gaufen durch halt zum Beispiel finanzielle Jargon und so weiter und durch express-konfus ausgedrückten Hypotheksbedingungen und so weiter so führen. Und ich wollte frohen, dass das nicht aber irgendwie auch so ein Schmoll eine Qualität von der Finanzwelt, die sich kann aufschütteln, dass sich, also dass die Untransparenz sich auch justifiiert. Ja. Ich meine, das, was ganz sicher ist gemerkt wird, dass viel mehr darüber geschwärzt wird, viel mehr darüber diskutiert wird, für eben sehr klar zu machen. Ich hatte noch Noven, die nachhaltig geht. Und es sind überzeugt, dass wir dreierlei verschiedene Meinungen haben über das, was das wirklich bedeutet. Die Fonds, die mentionniert gehen, die nicht das haben, was sie sind, muss ich einfach verstehen. An einem Fonds hat Regeln, dass 75% ESG-Investimenter sind, an die anderen 25% können egal wert sein. Wenn ihr das dann wieder mal guckt, dann seht ihr, das ist ja kein geringer Fonds. Der geringe Fonds kann aber nicht nur geringe Elemente haben, weil er sonst die Liquidität nicht hält. Und dann wird alles das selber mit technisch und mit kompliziert. Und ich bleibe aber weiterhin extrem optimistisch. Auch der Know-how, den er nicht da ist oder nicht auf dem Niveau ist, wie wir breiten, das geht aber nur, wenn wir an die Richtung weiter schaffen. Und das ist eine enorme Opportunität für die Finanzplätze. Ich kann nur das wiederholen an den technischen Jargon. Als leider gehen, wenn ihr noch Direktive guckt, die ganze Sache reglementieren, dann ja, da muss ich einen Diktionär neben drin haben oder respektive 2 Seiten von Erklärungen und was all die Aufkürzungen bedeuten, das ist leider kompliziert. Ich erlaube mir, mal eine Tour-de-Table abzuhalten, mal länger froh, und ich werde erst an einem Satz senfern. Und ja, das ist etwas, was Caroline Mapp beim RTL Klartext nie wird machen. Ich gebe mir wünschen, ich denke erst in die Frage stellen, nämlich, was holt er von den neuen Mat? War das eine neue Idee, die dafür gegründet hat? Ah ja, ganz pädagogisch, genau. Stell dir vor, die werden nur gestaltet gehen am RTL Klartext. Das wäre aber schön. Ja. Was hältst du von Noven Mat? An einem Satz. Okay. Was von Noven Mat? Das gut, dass wir darüber geschwatzt haben und dass es noch viele andere Occasionen soll gehen, an denen wir sagen, Kader wie heute sollten darüber schwatzen, wollen so kommen wir weiter. Ja, ich füge dem dann noch hinzu, dass noch viel Arbeit für uns leid für die Finanzplatz fit für die Zukunft zu machen. Ich fand flott, die kritischen Stimmen gehört zu haben. Mengen aber, dass man noch viel Aufklärungsarbeit müsste machen,
für ein Reimal entendu in der Wahl auszuschalten. Nach 5 Minuten. Ich meine, dass es mir nach mehr klar ginas, wie einfacher das über Sachen zu schwatzen, ohne bestimmt wichtige Sachen umzuschwatzen. Das ist ein Schlusswort. Ich so in der 5. Merci. Verteich mal der Feier Invité für den Abend. Merci, dass ihr gekommen seid. Es war sicher ein Anfang für eine spannende Schwätzen, auf jeden Fall auch an der Konstellation. Ich fand das ganz interessant. Fand auch merci Nadine Haas für die schöne Introduktion. Ich meine, dass wir ganz viele Themen abgegriffen haben, die du am Anfang ein bisschen erwähnt hast. Vielen merci für Ihren Eintritt hinzukommen. Ein bisschen über zu tun. Ich weiß das. Mit das ein großes Thema. Wir haben noch lange nicht alles geschwärzt. So vielmals merci an noch genau der Rotonde natürlich für die Kooperation an der ganze Equipe von ASTM, die Hauptmatt geschafft hat, notamment Lisa Even und Antonia Argerova, die diesen Abend mal organisiert haben. Vielmals merci und ich schlage erst noch an, dass wir vielleicht nachher bei Bar gehen und etwas Kleines trinken. Merci.